So, warum der Chat nicht geht, das wissen wir nicht. Warte mal, das probieren wir gleich mal aus. Was ist da schon wieder kaputt? Irgendwas ist schon wieder kaputt. Warte mal, ausblenden. Einblenden. Ha, Sexas. Das ist ein Wahnsinn. Look at me, I am, trust me, I am an engineer. Ha, Sexas. Oh, Sexas, YouTube-Sepp ist auch da. Was ist da los? YouTube-Sepp, wie schauen wir aus? Holly! Evans, 1 Bierger, 1 Micker, 1, 20 Uhr. Fucking Nougat-Monat! So, schauen wir aus. Gut, schauen wir aus. Franz übertreibt schon wieder. Franz, Schluss! Habe die Ehre an den Robert De Niro, den King of Barbecue, an den Wosis, an den Luke, an den Firehand, an den Mechatronics, an den Micris, an den Zalmas, an den Forest Squad, an den Mich, an den Stolzen Löwe, an den Sumsenglück, an den Martin, an den Forest Squad, an den Tarik, an den Nick, an den Sweet Jesus, an den Löffler Sepp, an den Proxy, an den Baumgart, an den Glatzing, an den F, an den Panda-Style, an den Zalma Sepp, den glaube ich habe ich schon gehabt, ich glaube ich habe schon zweimal irgendjemand zweimal gehabt, aber es mir wurscht. Timmy Boy, du bist zu spät, lese ich nicht. Nein, das lese ich nicht. Du bist zu spät, so nicht! Timmy Boy, Kuss auf die Nuss, kriegst du dir daheim. So, aber schauen wir aus. Gut, schauen wir aus. Ich hab schon so viel Angst, Mr. Improxy. Ich hab absolut keinen Dunst, was das heute wird. Sag ich dir gleich schon. Wir spielen wir heute 2 Demos. Wie das der Titel vielleicht bereits sagte. Who knows? Who knows? Nein, war das schön, wenn das echte Epic Games da war. Birger, moin! Moin Epic Games. Dann hätten wir es wirklich durchgeschafft. Ohne Schleimhäute würde sich mein Magen selber verdauen. Ja, Pro-Gamer im Nougat-Monat, der isst einfach mal eine Woche lang nix. Ah, kann nix in die Hosen gehen. Kein Essen, kein Kaka. Ganz einfache Geschichte ist das. Tobi, Oktober, bester Monat, auf geht's. Jetzt chill erst damit die Kniescheibe. Mike! Meine Familie ist schon echt musikalisch. Was? Meine Schwester ist schon bei der Geburt flöten gegangen. Der Meister Mike! auf Anschena Streamdrias aus Oberösterreich. Er war unfassbar besser, aber ich hab kurz lachen müssen, Entschuldigung. Haben wir gleich direkt wieder wach und der Stream ist weg. Maxi! Das muss aufhören! Setz halt wenigstens einmal einen Stream lang aus, oder was weiß ich? Der Meister auf Österreich! Wo einer war sonst? Das sind immer nur die Österreicher, die größten waren. Warum haben Österreicher immer die größten Wahnsinnigen? Hä? Warum ist das so? Ist es in einer DNA verankert? Das wird wieder was mit... Nein, sagen wir nicht. Sag's einfach nicht, Birger. Sapsen, jetzt wieder in die 120 Monate. Sprengi, Gott, was kommt jetzt wieder für ein dummer Mist? Achtung. Selten genutztes, kulinarisch verwurzeltes Schimpfwort gegen gehandicapte Schwaben. Käsespäßle. Halt doch dein dummes Mal, Trottel. Du sitzt, glaube ich, die ganze Woche einfach nur da und denkst dir den Scheiß aus. Für was anderes bist du nicht auf die Welt gekommen. Glutzi, fix nochmal. Leute, Schluss jetzt damit. Schluss, aus, pfui, Lübsepp, habe die RSV, schönes Stream und einen guten Hosenunfall, Hagelberger, los mich. Ja, ich glaube, das werden wir heute alles einmal brauchen. Kruzifix, ja, zu behindert ist unfassbar. Flo, mir ist wieder ein Risa. Wer ist überhaupt drunter? Bastel, Timmy, bei mir ist wieder ein Fünfer. I'm so very sorry. Also, ja, merci dir. Ist damit angenommen. Schluss jetzt damit. Bis Vaping Orbit. Er ist bei Member for 66 Monate. Das ist echt lang. Was ist besser als Weihnachten? Oktober mit Bürger. 66 Monate, holy moly. Das habe ich selbiges habe ich mir auch gedacht. Nein, ich rechne jetzt nicht nach, wie lang das ist. Sauberts lang ist das. Sauberts lang. Habe Gromi. DRT-Weltmeister im Darega. Nachdem Boris Ja, das geht Geld so. wieder kommt, kennen mal ja alle an Rest vom Lohn losen, für das der Chef Wann kommt denn bei euch der Lohn? Es ist der 9. Oktober hier offen! Na, jetzt Schluss! Es ist am Montag schon wieder über alle Maßen völlig eskaliert. Ich hab gesagt, es wird aufhören zum Donaten, kauft euch ein verficktes T-Shirt. Und es haben mehr Leute in Anspruch genommen, als ich das dachte. Ich hab euch nämlich heute auch was zum sagen. Ihr habt's mich gefragt am Montag, wo, Poster wo. Jonas, merci dir, Schluss jetzt mit den Riesenbeträgen. Ohne Schmarrn, es muss einmal, lasst doch mal ein paar Wochen wenigstens eine Pause. Das ist ein Wahnsinn. Tobo, merci, Gromi, merci, Jonas, merci, Mr. Firestone, merci. Kuss auf die Nuss. 66 Monate sind 5,5 Jahre, das ist neidisch. Auf 50 Zoll und neuer Soundbar auf an geilen Streamgrüße aus da kommt der Hashtag Horror Oktober. Mr. Firestone, da kann man einen Ton extra hell einstellen. Käsespäßle. Du gnadenloser Vollidiot. Sneefy, merci für deine 11 Monate. Kuss auf die Nuss.
Oktoberfest, Hosen-Nutella. Hosen-Nutella oder Hosen-Nuspli? Ich bin eigentlich für Hosen-Nuspli. Nuspli, größer Nutella. So hat das. Die arme Leute haben immer noch Nuspli zum Fressen gekriegt. Kein Fazit, merci dir. Triple Alex, merci wieder in Zwickel, ja, wie die Ehre. Hosen-Nuspli. Hashtag Hosen-Nuspli. Mit Stückchen. Waren im Nuspli Stückchen? Nein, ich glaube nicht. Das heißt bei uns in der Hauptschule, in der Grund- und Hauptschule hat es das so gegeben. Das Nuspli, anstatt die kleinen Dinger da, was du kaufen hast, kennen. Anstatt das Nutella, ja, beste Leben. Julia, merci dir! Bussi Baue, Landkreis Straubing-Bogen, das ist nicht zu weit weg. Timmy Boy, nochmal merci, Schluss jetzt. Das ist das mitten im Monat Gehalt. Ja gut, ich muss auch sagen, ich kriege meins am 15. Was laber ich eigentlich? Da meine zweite, also das ist richtig. Am besten legst du einen Quellekatalog unter. Da fällt überhaupt nichts. Aber die Hosen ausziehen. Was ein bisschen ärgerlich ist, du musst auf alle Fälle beim Quellekatalog ein Steckblatt runterreißen, weil das ist so komisch glatt. Und wenn du dann mit dem Arschschwitz auf dem Quellekatalog umeinander fährst, kann es passieren, dass du vom Stuhl berutscht. Kann passieren. Kirche, merci dir. Chillt die Kniescheibe. So, um 8 nach zeige ich was und um 10 nach fangen wir das Spiel an. Wir spielen heute 2 Demos. Damit habe ich angefangen. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich Teile aus dem später dann fertigen Spiel sind. Also es kann Zukunftsbürger, wenn wir dann die Vollversion spielen, die wir auf alle Fälle spielen werden von beiden Spielen, egal was wir da jetzt in der Demo sehen. Vielleicht sehen wir das dann nochmal. Aber ich kenne mich, das ist frühestens dann nächstes Jahr, weil in den nächsten 2 Wochen werden die Spiele nicht rauskommen. Da erinnere ich mich sowieso nicht mehr dran. Also es ist so brachial schlimm, dass es mir ins Hirn brennt, dass es zu spät ist. Dann werden wir es schon sehen. Kasperger Flo, merci dir. Herr Bühlschuster, merci dir. Zitrone Kimi, merci. Simon! So, gehört. Mr. Simon, erstes Mitglied des Tages. Kuss auf die Nuss, welcome to the squad. Ab in den Chat, habe die Ehre, Simon. Ah, schau her, es funktioniert mittlerweile schon fast von allein. Hosen-Nutella Sehr stolz aus auf dem euch. Rosenloch. Der Chris hat aus dem einen Rosenloch? Tag. Kannst EAM sagen? Er soll mal lachen? Ich weiß nicht, welcher Chris das gemeint ist, aber es dauert mit Zeit zum Lachen werden. Aber dafür müsste irgendjemand was Lustiges machen. Denk einfach an Käsespästle. Ja, du weißt, was das ist, ne? Durch den Lachen fühle ich mich, Ja, wege ich aus der mich schon wieder Nachtschicht. in fälschlicher Sicherheit. Ich weiß genau, wie das in 10 Minuten wahrscheinlich ausschaut. Ich krieg's kotzen. Scarlet Leis! Kuss auf die Nuss, merci. So, ein grüßen, schöner Gruß. Wird schon wieder. Nix, Chris aus der Nachtschicht. Pfui Teufel. Mr. von hinten, shake! Merci dir, Herr Schulz, merci dir. So, es ist jetzt Punkt 8 noch. Herr Schulz, du bist jetzt der Letzte. Alerts sind jetzt halt gemutet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr habt's mir gebeten, einmal. Gibt der Luis noch schnell Kruzifix. Waren das jetzt 10 oder 100? Hast du kompletten Verstand verloren? Da ist doch gerade 10 gestanden. Bist du behindert? Warte mal. Moment mal. Ich schmeiß mit meiner Scheiße. Waren das jetzt 10 oder 100? Luis. Du kannst nicht jeden Stream da hergehen. Schmitti. Aber ich kann es kurz sagen, ich habe nämlich Luis gerade nochmal geretriggert. Ich weiß, wie viel das war, nicht mal die 6 Jahre. Aber es wird instant ausblenden und kein Mensch weiß warum. Luis! Bin du. Du, dann bin ich du. Luis. Können wir bitte chillen? Lasst wenigstens einen Nuller weg. Wenigstens. Und mach's auf 10 Mal. Dann gespannen uns die Leute wenigstens nicht. Luis, merci. Please, stop it. Und wenn du es nicht schon da hast, dann ziehst du jetzt den 100er zurück. Ich möchte euch was sagen. Hast du den neuen Merch schon gesehen? Luis! Da hättest du 2 Pulli und ein T-Shirt kaufen können! Da hättest du es in der Hand gehabt! Kennst du Bier mehr? Kaufst du neue Merch? Ist da hier!
Schaut genauso beschissen aus wie am Montag, weil die Tentakel sind nicht immer noch grün. Aber eins ist neu. Also, okay, überspringen wir das da. Hier gibt's T-Shirt, Pulli, von mir aus kaufst du einen Babyanzug, ist mir wurscht. Aber das ist neu. Es gibt jetzt ein Pro Gamer Mag. Erneut, bitte pressen Sie F für den Chris. Ich hab's nur erwähnt im Stream und gestern schreibt er mir aus heiterem Himmel: ich hab da eine Idee für ein Poster. Da. Okay! Muss jetzt dann gar nichts mehr tun, oder was? Was zur Hölle? Normalerweise macht die Poster und die Aufbereitung von den Motiven dann wenigstens immer nur ich. Und was tut ihr? Ja, was, leg mir Mosch. Und dann habe ich ein paar sehr nette Details. Es ist einfach zu gut. Oder? Womit habe ich das verdient, weiß ich nicht. Wieso nicht Pro-Gamer anal? Ja, weil sonst der Spreadshirt Sepp wieder sagt, ja, nein, so nicht. Darum! Luis, Hunderte, zurück aus! 2 Pulli, 1 Poster! Easy! Los! So. Hat er eigentlich schon mal wer da noch jemals zurückgeben? Ja. Aber ganz extrem selten. Und wenn ihr das also sagt, dann meine ich das ernst. Das ist nicht, weiß eh keiner tut, sondern das haben Leute dann schon mal da, was vollkommen in Ordnung ist. So. Das war's schon wieder mit auf den Sack gehen. Und wenn du das erledigt hast, dann gehst du auf trachtman.de und kaufst alle Comics. Die kriegst du für unter 100 Euro. Hast was in der Hand. Kaufst du die bayerische Version, die habe ich übersetzt. Haben alle was. Haben alle was. Also für das, dass du beim Chris ein Poster kaufst oder ein Heftel, da habe ich nichts davon. Das ist ein Geben und Nehmen. Er scheißt mir die Sachen her, nur ein wenig Werbung und übersetzt die Heftel auf. Das ist in keinster Weise gerechtfertigt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Chris, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich tue ja hart. Aber Poster mit Strichcode, ja, ich weiß nicht, was passiert, wenn man es abscannt. Das soll man eigentlich mal schnell probieren. Probiert das einmal einer? Ich mag gar nicht wissen, was dann kommt. Ich finde die Tassen nicht mehr mit deinem neuen Logo. Warum ist das so, Zifix? Was für Tassen? Also Tassen gibt's schon, aber was für ein neues Logo? Es gibt kein neues. Wenn's Tassen nicht mehr... Claudia! Schluss jetzt! Pflegebonus, kriegt er... Hast du ein bisschen was? Was für Pflegebonus? Geht's euch Pflegerinnen in die App? Sau beschissen genug, dass den fetten Trottel mit nicht einer auf 25 scheiß wirst. Schluss jetzt! Schluss! Schmerz mir aber nicht mehr drüber. Das ist utopisch. Es hört einfach nicht auf. Ich kann machen, was ich will. Ich kann eine blären, ich kann einfach nichts sagen, ich kann es wegignorieren, das ist einfach scheißegal. Ich bin auch noch nie angemault worden, irgendwie so mit, der liest keine Donations mehr oder sonst irgendwas. Ich verstehe es nicht. 12 nach ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie halten jetzt die Klappe. Und zwar alle. Stoshi, Bobr, Kurva, mehr sind dir. Wir spielen jetzt. Wir spielen heute 2 Demo-Versionen. Und mit was vorne, dass wir anfangen, das entscheidet ihr. Womit fangen wir an? Fragezeichen. They are here. Oder mit Luto. Lasst mich kurz erklären, was ist. Umfrage gestartet. Im Chat drin. Oh, die wird sogar angezeigt. Jeez, bloß nicht mehr blau, sondern mittlerweile weiß. Warum auch immer. They are here ist ein Alien-Entführungs-Horrorspiel. Mit so typischen Grey Aliens, was mein absoluter Endboss ist in der Regel. Und wenn das Spiel gut gemacht ist, dann ist hier Halligalli Scheißhausparty, das schwöre. Allerdings erwarte mir jetzt von 2 Demos auch nicht allzu viel. Ich meine, es sind Demos, ja, ein kleines Showcase. Die werden wahrscheinlich auch nicht unendlich lang dauern. Wenn wir einen Stream nicht damit vollkriegen sollten, dann gibt es halt noch ein wenig einen Blade-Schmerz. Und was wir am Schluss auch noch schnell ausprobieren, ich habe Hellseed noch mal runtergeladen. Wer sich vielleicht an letztes Jahr noch erinnern kann, das wollten wir letztes Jahr auch spielen. Und dann ist, sobald ich einen Stream gestartet habe, hat das Spiel und der Stream so krass geruckelt, dass es ein Witz ist. Und dann haben wir es abbrechen müssen. Ich weiß nicht, was wir dann gespielt haben. Keine Ahnung. Dann gibt es einen Blade-Schmerz. Warum kein Locked Up zum Beispiel? Warum? Weil ich nicht 3 Spiele nur am Abend spielen will. Ja, da übersättige ich mein Hirn und lieber, wie soll ich sagen, dann fühlen sie die Horrorspiele ziemlich schnell nimmer so an, wie sie sollen. Und das mag ich tunlichst vermeiden. Es ist noch in der 3. Woche wird es schon dann schwierig und in der 4. dann ist es noch schwieriger und dann ist es auch wieder gut, wenn der Horror-Oktober vorbei ist. Das haben wir schon in der 2. Woche. Ja, was wird Zeit vergeht? Maxi, Schluss jetzt! Die kriegst du dann, gib ihr Ruhe. Weiß ich nicht, ob es da noch Ruhe gibst. Tomo, merci, Bruder vom Luis, merci, Mo, merci, Stoshi, merci. Schluss jetzt. So, wie viele Stimmen haben wir?
365 bei 1200 Leuten. Sag einmal, haben 900 Leute nicht in der Lage, in den scheiß Chat rein zu klicken? Ist das der Ernst? Na, ob das der Ernst ist, so habe ich mich gefragt. Okay, das war They Are Here. Kann, wenn es gut gemacht ist, mein absoluter Endboss sein. Luto ist das hinter mir da. Das da. Und allein dieses Bild versprüht so krasse Visage-Vibes. Das wissen jetzt noch absolute Pro-Gamer da herin, weil das haben wir vor 5 Jahren gespielt. Tatsächlich vor 5 Jahren, glaube ich, oder vor 5,5 Jahren mittlerweile. Wann haben wir das gespielt? Da hat es noch keinen Nougat-Monat nicht gegeben, so direkt. Ich weiß nicht, ab wann wir da drauf gekommen sind. Naja, das ist eh wurscht. Aber so wie mir das anschaut, ja, jetzt wären wir hier schon fast 500 Stimmen, aber da ist They Are Here, ist auf alle Fälle vorn. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung, es kann auch ein totaler Griff ins Klo sein. Kann auch passieren, was weiß ich. Haben ja nur Demos. Damit ihr euch auskennt. Und dann der ich sagen, ab 500 Stimmen, 65% They Are Here. Mit dem fangen wir an. Der Pöbel hat entschieden. So, jetzt pass auf, ich starte einfach mal das verdammte Spiel und dann kommt die Ansage, die immer kommt. Here we are. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie jedes Mal. Bitte machen Sie es sich nicht kuschelig warm, setzen Sie bitteschön mit Ihrem knockerten Arsch auf den Quellekatalog. Otto ist auch okay, Programmer reißen aber das Deckblatt. Drehen Sie das Licht laut und den Ton hell, damit es euch genauso behindert beschissen geht wie mir. Und dann hoffen wir, dass die Spiele was kommen. Wir werden sehen. Lucky, Haufbefehl, Sneef, Glen sei Merci. Ist gut jetzt. Er hat's lauter geschubst, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Dankeschön! Visage mit der Bürgerin, oder? Ich war dabei, schön was. Die Bürgerin hat mir da bloß einmal irgendwas aufgeworfen, das weiß ich noch. Aber gespielt haben wir Visage nicht mit der Bürgerin. Mit der Bürgerin habe ich, bevor wir überhaupt gestreamt haben, wir mal, wie hat's geheißen, da gibt es auch ein Remake, das wollte ich letztes Jahr schon spielen. Spielen wir vielleicht auch noch, schauen wir mal. Spielen jetzt, oder was? Layers of 4. Steffi, sehr gut. Genau das. So! Einstellungen! Ausschalten! Mal 144 begrenzen. Automatische Erkennung, Schatten, episch, alles ist episch. Bildschirmmodus, passt alles, Audio, Anschlag. Mausempfindlichkeit wird schon passen. Das Spiel Deutsche. Sehr gut. So. Dann da die sagen, fangen wir mal, jetzt richten wir erstmal unseren Monitor so her. Jetzt seht ihr wieder mal geschissene Tischkanten, gell? Natürlich. Da ich habe schon wieder irgendwas kaputt gemacht. Okay. So, dann da die sagen, schauen wir uns mal ein Pro-Logo. Locker machen, weil deswegen gut gemacht ist, dann kriege ich jetzt gleich ein richtiges Problem. Ich hasse den Monat! Okay, muss ich vorlesen. Der Prolog erzählt die Geschichte des ersten Kontakts mit einem UFO, der 30 Jahre vor den in der Demo-Version gezeigten Ereignissen stattfand. Der Hauptheld ist ein gemeiner Soldat, Michael Anderson, der auf einer Militärbasis in der Nähe vom Bauernhof Gracewood im Dienst ist. Zufälligerweise wird er Zeuge schrecklicher, unerklärlicher Ereignisse. Moment, was? Der 30 Jahre vor den in der Demo-Version gezeigten Eisen. Also okay, das ist quasi die Vorgeschichte von der Demo und die Demo ist die Vorgeschichte vom Hauptspiel dann. Verstehe ich das richtig? Okay. Die Frage ist, mag ich das überhaupt wissen? Haftbefehl, merci dir, servus an eine Globierstand. Globierstand. Herunterladen? Okay, Air Force Base, August. Nein, das ist... Delta, this is Alpha. We've an unidentified object at 270 degrees, 20 miles moving fast. Do you copy? Over. Alpha, is that a meteor? Negative. I'll try to get in touch. You entering controlled airspace. What are your intentions? Introduce yourself. No answer. Switching to heat control. Pushing down. Maybe he's Delta, saying scheiße I've was. strong interference. Say again. Communication lost. I try radio on different frequency.
das nur ein Henderson is 2 Bonus. miles from the landing site. Send it. Herunterladen. Lassen wir das herunter weg. Okay. Ist das jetzt schon ein Sprüh oder war das bloß so ein Video im Prinzip? Oh no. Oh no. Oh no. Hab ich eine Taschenlampe? Ich hab nicht mehr Taschenlampen, oder? Oh no. This is base. The object has landed. Your task is to identify the object without contact. Omega team will arrive in 1 minute. We'll conduct surveillance from the air. Drive with care. Report when you arrive. Hab ich- I-ready 5x5, sir. Out. Bin hier 12-Jähriger. Das ist auch Indiger, ja, ja. Also ich hab auf alle Fälle Taschenlampen, okay. Okay. Ich schwöre dir bei Gott, sowas habe ich noch nie gespielt. Solche Spiele gibt's ja nicht zu diesem Thema. Ich spiele gerade mein Kindheitsalbtraum. Und hab überhaupt gar keinen Bock auf diese Scheiße, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das Outlast-Kamera-Gescheiße da. Wir gehen mal straight drauf zu, es macht Piep. Und wir laufen, wir können laufen, ich mag aber nicht laufen. Das ist ja bloß schlimme Sachen. Was genau ist das? Mag ich überhaupt rundum schauen? Stell dir das vor, du bist, leck mich bloß am Arsch, Alter. Stell dir vor, du bist da allein im Wald und... Hirschi, merci dir, Kuss auf die Nuss. Schluss heißt Schluss. Was? Das ist gut. Fühle ich mich nicht so allein, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut für uns. Oh, was habe ich da jetzt 3 Objekte? This is Omega. We see you. We are monitoring. Was soll die Musik jetzt? Oh no. Hab ich da gar gesehen, was ich gemeint hab, dass ich gesehen hab? Der Punkt kommt aber auch nicht rein, oder? Da bin ich sehr zwiegespalten, wie mir das in echt passieren wird. So wie es ist. Ein bisschen schneller. Ich schwöre bei Gott, wie ich allein die ja, egal, oder? Alleine die Vorstellung ist so ultra behindert, dass ich... Müssen wir am Tee da aufhören? Wie schaut's aus, müssen wir da aufhören? Da gehen wir auf. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Omega, this is Michael Anderson. Nein, 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 I nein, 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 report diese radiation Scheißgeklicke detected. kannst du gleich Camera abbauen. indicator is average. Roger that. We're all quiet here. Halt bloß die Schnauze! Alter, lauf mir Gegensatz. Halt die Fresse! Halt bloß die Fresse, wenn ich schwör's dir. Wo kommt das behinderte Geklicke her? Ich weiß genau, was es ist! This is Omega. I'm reporting. We see blue light. Straight through the device to the naughty. Numbers and all the instruments are not This- correct. Data is static. Continue the operation. Over. Ich versuche gerade zu unterscheiden, ob das mein komischer Geigerzähler ist, der da umeinander klickt, oder ihr wisst schon, was das Geklicke soll. Ja, The ich will object jetzt is einfach being mal... detected and is approximately away from you. We don't notice movement. Over. Einfach, ich schaue zu meinem Bohne. Das ist ein absolute Horror-Game-Cheat, Alter. Geigerzähler. Omega, what the hell is going on with your devices? Radiation levels rising. Over. It got worse. Scheiß gegen die Punkt kommt aber auch nicht weiter. Ja. Base, can you hear me? Something strange is happening. Devices break down. Können Sie alles lesen? Indications Ich gebe es auf Zeit. It can't be that everything breaks down at the same time.
seems that there is some kind of anomaly here. This is the base. Omega, stay away from the object. Observe the object from a distance. Wäre aber da ein bisschen hingehen müssen, oder nicht? Wenn es auf dem Boden ist, der Punkt weggucken. Einfach geradeaus gehen. Bringt mich zu eurem Anführer. Oh, schmiedbarer Mann, das ist ein guter. Na, Leuten. Das ist ein Geigerzähler, hier zählt's Geiger. This old Major, blue light. The radiation is getting stronger. Wait, what? Need to stop the Bist du hinten, dass er abstürzt? Und dann ist es doch finster und ich bin sowas von hart gefickt, dass es bloß so schwer wird. Stop it! Die Hunde verhalten sich seltsam. Was moving? Ich sage überhaupt nichts! Omega, fly away. Michael Anderson, follow protocol. Fuck. What the hell is going on? Oh no. Can anyone hear me? Over. Natürlich gingen unsere Gerätschaften nicht. Okay, tschüss. Can anyone answer? Damn it. Leck mich doch am. Leck mich. Ihr habt keine Vorstellung, was für eine Scheiß-Gens hat, dass ich an die Ohren hab. Fuck you. Leck mich einfach am Arsch. N für Nachtsichtbürger. Ganz toll, das sehe ich noch weniger. Was ist das? Bruder, Was? Halt bloß der Futzen. Ja, N. Was N? Piepst jetzt da noch was? Ja, okay, raus. Da ist ein Stein. Gehen wir links, keine Ahnung. Halt bloß der Futzen, ey. Kotz her! No! Holy shit, fuck you! Holy... Was ist jetzt? Halt dein Maul! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Was soll ich machen? Ich geh jetzt einfach drauf zu. Fuck you! Du alle halt! Du Beschissen! Fotze, halt dein dummes Maul! Oh, leck mich am Arsch!
ich wenn das irgendwie in die Kamera halten kann, oder ich wenn das irgendwie in die Kamera halten kann. Ja, leck mich am Arsch. Ich schwitze wie eine Drecksau. Ich schwöre dir bei Gott, ich spiele meinen Kinderhorror-Albtraum. Oh mein Gott. So, das war der Prolog. Oh Gott! Ich schwitze wie Drecksau. Ich schwitze innerhalb von 5 Minuten wie eine absolute Drecksau. Oh, leck mich bloß am Arsch. Das war der Prolog. Und jetzt spielen wir Demo. Oh. Okay, gib mir noch eine Minute. Ich hab befürchtet, dass es asozial wird. Und wenn das so bleibt, dann wird es asozial. Oh. Das ist der Endboss, Alter. Das ist der Endboss. Der scheiß Klickerton, Alter. Fuck you. Fuck you. Oh. Auf der Gracewood Farm traten unerklärliche Phänomene auf. In der Nacht des 7. August sah die Familie Sherman grelle Lichter am Himmel, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das Maisfeld bewegten. Ja genau, wenn jetzt ein Maisfeld kommt, dann hau ich ab, Alter. Rage quit. Die Lichter bewegten sich in chaotischer Richtung und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Dieses seltsame Verhalten am Himmel wurde 5 Tage lang um die gleiche Zeit nachts beobachtet. Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt. Der Hund wurde aggressiv, versuchte ihn anzugreifen und biss ihn. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter... Das ist... Wie will man da zu Gänsehaut laufen, wenn ich das einfach nur lese, Alter. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihren Fenstern schlenderte. Das ist genau dieselbe Scheiße, die ich halt damals auch gelesen habe. Du musst die versuchen, in die 90er zurückzuversetzen. Als Kind, bist du 8 Jahre oder so und kannst gerade mal lesen. Und lest halt dann so einen Scheiß. Da hat es ja kein Internet gegeben. Ja? Das war die einzige Informationsquelle zu diesem Thema. Und ich hab's so richtig, wenn ich das lese, habe ich es vor meinen Augen und einen Flashback, dass der Bauer Peter Sherman sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt, die nicht wie ein Mensch aussah. Was war das? Ein absichtlicher Betrug oder ein Wunsch, alle auf sich aufmerksam zu machen? Oder eine außerirdische Invasionssensation? Die Journalistin Taylor Fox reist zur Gracewood Farm, um einen Fotobericht für eine Lokalzeitung zu drehen. Oh Gott! Oh Gott! Rick, merci dir. Nochmal merci dir. Ich muss dem aufmuntern. Aber im Start haben wir jetzt auch die angetriebenen Kinder hinzugefügt, die fallen unter die Rubrik Entfernte verwandt. Den glaube ich, hast du schon mal, den glaube ich, hast du schon mal verzeiht. Oh no. Oh no. Mit dem Farmer Peter Sherman reden. Gut, ich bin aber von Channel 7 News. Wolfric, merci dir. Zweimal Schluss jetzt mit Donaten. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Jetzt kriegen wir eventuell ein Problem. Also hauptsächlich ich. Ja, natürlich gehen wir da ohne Touchlampen hin. Kannst mir mal. Was? Linke Maustaste gedrückt, um ein Foto aufzunehmen. Foto. Dies ist ein großartiges Material für eine Fotostory. Nehmen. Vergrößern und bewegen. Okay. Frauge und Mojo, Schluss jetzt. Habe dritt Chef, wir sind jetzt wieder und haben einen neuen Jungen in unseren Reihen. Viel Spaß, was bin Mojo, Frauge, Mojo und der Pihi. Aber die Ehre. Pihi, welcome to the squad. Schluss jetzt! Shermans Haus, das hätte sie doch vernünftig. Hat jeder von euch Science gesehen? Nee, nicht jetzt schon. Nicht jetzt schon.
Oder? Nein. Oder? Wieso schaue ich da links, rechts? Leg mich doch am Arsch. Ja, da hängt jetzt ein Zettel. Das Haus untersuchen. Oh, fuck off. Den ganzen Tag mache ich mich drüber lustig, ja, wird schon nicht so schlimm, wird so nicht so schlimm, wird so nicht so schlimm und so weiter. Dann sitzen wir da, es ist halbstock finster da drin und die Scheiße geht los und ich kotze im Strahl, Alter. Okay, was haben wir da? Zettel des Farmers. Herr Fox, wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um die Hilfe anzugehen. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterlassen Zettel für Sie und die Polizei. Falls wir einander verfehlen, seien Sie vorsichtig, Peter Sherman. Toll! Ganz toll! Das Haus untersuchen. Ja, ich will aber nicht. Kommentieren auf und zu mal. Ich hoffe bloß, dass ich von denen nicht irgendwie davonlaufen muss oder irgendeinen Scheiß. Ich kotze. Sogar schon der behinderte Kühlschrank! Toll! Nein, macht! Was haben wir da? Foto. Auf dem Foto Mitglieder der Sherman-Familie. Sie sind zu dritt. Zu viert. Kleiner Schwarz ist auch nicht geworden. Zurücklegen. Was haben wir da? Nochmal ein Foto der Sherman-Familie. Wir schauen aber noch sehr glücklich aus. Warte, ist da ein Photoshop zum Senken? Nein. Okay, kann man den noch nehmen? Nein. Kann man das nehmen? Nein. Kann man irgendwas nehmen? Nein. Okay. Was haben wir da so? Pizza, Coke, Milk, Zeitung. Die alte Zeitung. Dies ist eine alte Zeitung über Kornkreise und andere unerklärliche Phänomene. Das war damals auch der Shit in den 90ern. Jeder hat irgendwie gewusst. Habe ich Steps gehört? Nein. Es sieht so aus, als ob das hier schon lange passiert. Warum wusste ich das nicht? Fucking warn you. Wieso schau ich aus dem Fenster aus? Sie leckt mir doch am Arsch. August 1955. Ist es dort gestanden? Steht tatsächlich dort. August 1955. Das war aber auch lang vor dem Vorfall aus dem Prolog. Warum ich immer zu dir schauen muss, weiß ich nicht. Probieren wir mal die Tür aus da. Ist zu. Okay. Mach halt Tür zu. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Ja, die bleibt ganz zu, kann man es nicht machen. Ist das ein Weapon? No. Oh Gott, wenn ich schon wieder Stromleitungen sehe, ich riech's bis daher, was ich tun muss. Da, nehmen kann man nicht recht viel. Was haben wir da, Beutel anschauen. Foto auf dem Foto Mitglieder der Sherman-Familie, Papa und Bub. Oder Tochter wahrscheinlich eher. Oder wer was ist, oder... Oh, einen Hund haben wir auch! Hm? Dog! Oh. Oh. Okay. Oh no. Hier was Genaues. Es sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Das Blatt ist beidseitig bemalt. Diese Wichser! Wir haben einen Hund umgebracht. Schlagartig ist die Musik auch eine andere. Please don't. No, Senor. Zettel des Farmers. Das ist das Zimmer der Tochter. In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch. Als ich eintrat, war sie in ihrem Bett nicht mehr und das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Ungeheuer sie entführt haben. Scheiß Maisfeder! Bluts Maisfeder! Wieso ist jetzt die Tür da hinter mir zu?
jetzt da aufmachen? Nö. Megan heißt es offensichtlich. Ja, das war mir so klar. Funkgerät. Alle Anschein nach gehört es dem verschwundenen Mädchen. Beim Lauschen kann man sehr seltsame Laute hören. Oh ja, ich hab so viel bis zu die, ich schwöre bei Gott, bis zu den Kniescheiben habe ich Gänsehaut. Ich kann es auch nicht mitnehmen, also ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass das so ein Ding ist, wo ich dann... Was ist das schon? Okay, hier, oh no. Oh no, und die Typen, oh leck. Du hast keine Ahnung, wie sie die Bettel, die da hängen, die von der Weiten schon sehen, mir in meinen behinderten Schädel einbrennen. Du willst es nicht wissen. Was haben wir da? Wikipedia-Eintrag, Grey Alien. Ach, ich hasse es! Wer uns in die Scheiße ausdenkt! Zettel des Farmers, so. Erstmal lesen, das ist gut für uns. Haben gehen's heute eigentlich Knierschein? Zettel des Farmers. Ich habe vieles über diese Ungeheuer gelernt. Man nennt sie die Grauen. Das sind keine kleinen grünen Männchen, sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. In der Regel werden sie wie folgt beschrieben. Ich krieg's Kotzen. Ein zum restlichen Körper überproportional großer Kopf, keine Haare, tiefe schwarze Augen, graue Haut, lange dünne Gliedmaßen. Ihre Stimmen sind unvorstellbar. Diese Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Alles beginnt mit grellen Lichtern am Himmel in der Nähe des Hauses, die sich auf einer bestimmten Bahn bewegen. Hierbei haben die Menschen Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen und die Tiere beginnen zu rasen. Dann stoßen die Menschen auf Gedächtnislücken. Das sind die Zeitspannen, in denen sie sich an nichts erinnern können. Als sie das Bewusstsein wiedererlangten, fanden sie sich anderswo wieder, zum Beispiel mitten auf einem Feld oder auf einer Straße mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnerten sich an schreckliche Erlebnisse. #Analsonde. Die Außerirdischen erlangten die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussten ihre Psyche. Man konnte auch Spuren am Körper finden, und zwar Schnitte. Bei der Palpation war eine Verhärtung fühlbar. Ein Fremdkörper, der sich unter der Haut rührte. Oh Gott. Du hast keine Vorstellung, wie das aussieht. Die Bettel, ich schwöre, ich kenne jetzt einzelne Bettel davon. Ein paar sind lächerlich, ein paar nicht. Ein Foto aus dem Internet. Das sieht aus, als hätte Peter Sherman etwas Ähnliches gesehen. Sieht unheimlich aus. Noch ein Foto. Ihr sollt es schon auch ein groß sehen. Sollen sie auch bei ein paar von euch ins Hirn einbrennen. Oh, Zettel umdrehen. Guter Punkt, guter Punkt. Zettel umdrehen. Oh, tatsächlich. Psych, moving under the skin. Na, da haben wir schon alles gelesen. Aber guter Punkt, Zettel umdrehen. Ich vergessen. Ah, schaut euch das an. Da können wir gut schlafen. Fotos umdrehen. Auch ein guter Punkt. Machen wir auch nochmal. Aber glaube ich ist nichts um. Und da noch. Das gibt es auch im Internet tatsächlich. Das ist, finde ich, allerdings eines der etwas lächerlicheren. Oh, die Beitel kennt auch jeder ganz voll. Ich schwöre, lieber Gott, diese Scheiße hat in mein Hirn gebrannt, du hast keine Vorstellung. Schranktier. Was haben wir da? See. Ah ja. Ich kann die JPEG-Artefakte zählen. Das ist aus den 90ern. So, die Frage ist, was tun wir jetzt? Wie merken wir uns das Eck da? Weil ich das Gefühl habe, dass wir uns da drin verstecken müssen. Und hier draußen irgendwas brummeln. Kann man das auf und zu machen? Dann gehen wir wieder.
tut nur so. Aufgabe, das Haus untersuchen. Aber das jetzt erledigt, oder? Oh, die Musi, Alter, ich hab so viel Gänsehaut. Ich hasse es! Da gibt's nichts mehr zu untersuchen. Musik zu laut, sagt sie. Ja, ich komm bloß allgemein ein bisschen Lober drin. Bisschen mir ist auch so extrem laut, dass es weh durch den Ohrwaschel. Das ist auch krass. Ja, hat das recht verbracht, ich weiß nicht. Nochmal. Hat das überhaupt einen Unterschied gemacht? Und ein bisschen. Das Beutel links unten war ein Kryptid und kein Alien, okay? Was gibt's denn? Ja gut, da haben wir noch nicht wirklich hergeschaut, gell? Nein, das haben wir. Oh. Kindertagebuch? Sticker. Ich habe mein altes Tagebuch gefunden. Ich war damals 15 Jahre alt. Wie konnte ich das alles vergessen? Heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge, aber es ist wahr. Ich habe an einem verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich wurde ich von einem Grollen von hinten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit 4 blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über den Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Ich blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnere mich an 3 Außerirdischen mit grauer Haut und großen Augen. Ich wurde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran festgewachsen zu werden. Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizierten. Dann kam einer von ihnen und tat etwas in meinen Kopf. An nichts mehr kann ich mich erinnern. Ich bin spät am Abend am Pier aufgewacht und habe es kaum geschafft, mein Zuhause zu gelangen. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie im Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper und 2 kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Was war das? Ich habe Angst einzuschlafen. Super. Foto vom Tagebuch. Das ist großartiges Material für meine Fotostory. Okay. Und jetzt? Ja. Ciao. Sollig. Oh no. Oh no. No. Oh no!
habt überhaupt keine Vorstellung. Alles, was wir bis jetzt da haben, ist ein absoluter Witz. Alles, was wir bis jetzt da haben, ist ein absoluter Witz. Ich weiß genau, was passiert. Fuck you. Warum? Die Scheiße aus, bist du behindert? Zettel am Spiegel habe ich schon gesehen, aber ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt da rein. Alter, Fotos von toten Tieren. Noch mehr tote Tiere. Und tote Fischis. Alter, der Spaß hat so hart ein Loch, du hast überhaupt keine Ahnung. Zettel des Formers. Leck mich am Arsch. Als Kind begann mich Kopfschmerzen zu empfinden. Bis heute plagen sie mich immer wieder. Dutzende Male wandte ich mich an Ärzte, aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist ein seltsames, unangenehmes Jucken im Hinterkopf hinzugekommen. Die Antwort ist einfach, die Entführung. An die Entführung durch Außerirdische erinnere ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch fand. Eben dann begann die Migräne. Die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mir dann aufgefallen sind, die haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da gibt es eine Schramme. Ich bin sicher, sie haben mir etwas eingebracht. Eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. Nein. Was? Ach, okay, das ist das Ding. Okay. In einem Zettel behauptet Peter Sherman, ein außerirdisches Implantat mit Wi-Fi herausgeschnitten zu haben. Vielleicht nehmen? Ja, dann nehmen wir das mit. Das ist eine gute Idee, ist das mitzunehmen? Ja, und jetzt? Oh Gott! Fuck off! Oh, leck mich am Arsch, du Fotze! Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll! Ach komm! Ja genau, du Arschloch! Ach komm! Ich geh einfach wieder! Oder? Nein. Ah ja, jetzt sind es 5 Lichter, rechte Maus, dass ich gedrückt halten. Das mach ich. Um genau. Boah, leck, du Wichser! Ah ja, natürlich müssen wir... Nein. Oh Gott! Ich hab Vollgas auf mein Mikrofon aufgekratzt! Ah, komm! Ah! Oh no! Oh nein! Oh, Wichser! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Schiff zum Auto, lauf! Oh Gott! Oh Gott! Bin da, da ist hell, ist das gut, ist das schlecht, ist... Oh, leckerlos. Halt dein Maul, ich bin raus. Oh,
Okay, das war extrem kurz. Es wird, oh leck, ich schwitz wie eine Drecksau. Wie soll ich das jetzt beschreiben, Alter? Warum? Auf die Wunschliste damit! Nicht. Oh, leck, hoffentlich kommt das Spiel niemals raus. Oh, leck mich am Arsch, Alter. So, ich hab noch nie, und es ist nicht warm herin, da ich sagen. Ich habe noch nie so geschwitzt wie jetzt in denen gefühlt 10 Minuten, aber es ist 5 vor 9, ich möchte mich verarschen. Es braucht auch keine Minute länger sein, ich kriege jetzt schon das Kotzen, wenn das jemals rauskommt, weil ich habe jetzt, leider Gottes habe ich es herzagen müssen, aber jetzt habe ich keine Ruhe mehr, dass wir das irgendwie aussitzen oder wegbockern. Oh mein Gott. Ja, keine Ahnung. Fühlt sich wahrscheinlich auch bloß für mich so, vielleicht nur für einige andere, die auch mit dem Thema nicht gut zu sprechen sind. Walleck. Ich schwitze wie eine Drecksau. Das war noch nie. Walleck. Und was das Allerschlimmste ist, ich habe natürlich Screenshots oder meinen Trailer gesehen und so und da hat das eigentlich gar nicht so gut ausgeschaut. Oh fuck off, das ist besser gemacht, als ich leider besser gemacht, als ich gehofft habe, dass es nicht ist. So muss ich sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt ist die Frage, wie gut wird die Vollversion von dem Ding? Muss man da von denen abhauen oder ist es wieder so eine Verfolgung? Oh, puh. Ja, Spui ist schon auf der Wunschliste, war vorher schon auf der Wunschliste. Biermann! Spendenaufruf für einen Pulszell am Stream. Nix gibt's! Nach Haus telefonieren, ja, genau. Bora Bayer, du sagst es. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da soll sich der Zukunftsbürger drum kümmern. Liebe Entwickler, lasst euch noch Zeit. Ja? Lieber warten wir noch ein wenig, damit das Spiel besser wird. Oh Gott. Ich schwör's dir bei Gott, das ist auch nicht irgendwie blöd dahergeredet oder jetzt irgendwie künstlich aufgezogen. Das ist das schlimmste Thema, das es gibt in meinem Leben, was so Horrorgeschichten betrifft. Leider Gottes zu dem Thema gibt es keine ganz wenig anständige Filme dazu. Science, dann VHS, beziehungsweise ein Kapitel von VHS. Und ich hab mal als Kind sogar vor mir E.T. in die Hosen geschissen. Ja, aber was sollst du da mal sagen? Hey E.T., der kleine braune Kackbatzen. Was sich da bei mir in Schädel einbrennt hat, ist, wenn er in dem Flussbett drin liegt, blau. Werde ich nie vergessen, Alter. Das ist kein Kinderfilm, das ist ein absoluter Horrorfilm, Alter. Dann fährt sein Hals so in den Test. Hat sich immer Hirn einbrennt. War Alien 1 bis 8. Ja. Oh. War sehr kurz, um Gottes Willen, aber es war halt eine Demo, was soll man machen? Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, deswegen Kind sind wir gefickt. So, was ist. Hauptsächlich ich. Das erste Mal in 5,5 Jahren streamen, habe ich mir einen Like verdient. Heute habe ich ihn verdient. Und ich hoffe, ich habe mich ausreichend bei allen bedankt. Übrigens, ich habe ein bisschen einen Stress gehabt. Frage, Pi, Mojo und so. Fullfreak, Rest, Johannes, Hirschi, Haftbefehl, Lucke, etc., Bierman, was ist das? Ich bin auch schon blau im Flussbett. Ja. Aber mein Hals wird nicht so komisch lang, wenn mir jemand sagt, nee. Ah, ich hasse es. Das Gears waren simpel, aber so gut, ja. Ja, was bei mir halt so krass einfällt, ist einfach nur die Vorstellung von, oh, fuck you. Wir drücken auf Spiel verlassen, weil sonst herscheiß. So, die Frage ist, ob es jetzt halt recht viel besser wird. Wenn man, stimmt, das ist eine gute Idee übrigens, in Proxy, wenn wir das Spiel spielen, dann werde ich das um 12 Uhr Mittag allein aufnehmen und euch dann um 8 Uhr einfach vorspielen und so da, als wäre es ein Stream. Funktioniert mit Sicherheit. Twisted! Ein Pulsgerät und so ein kleines Ding im Stream, wo man sieht, wie wirklich
war wirklich voll geil, glaube ich. Das wünschen sich die Leute schon seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren sage ich, nein! Nicht Schluss aus! Der rote Alien neben der Fahrradtür war bislang der heftigste. Zum Glück haben sie das Handy nicht gehalten. Was? Ach so. Ja, ich glaube, dass das am Schluss ist das nicht so, dieses Psycho-Horror-Ding, sondern ich glaube, da ist viel mit Verstecker und so. Glaube ich. Das mag ich eigentlich gar nicht, weil da dann der Horror so wie diese zwei. Du weißt nicht wo, wann, wie, was, wo, ist das Allerschlimmste, was man mir antun kann in so einem Spiel. Und noch sehen die Spiele so, ey. Ja, da und spiel das ja nicht mehr. Okay, Herbert, deine Donation hat ein bisschen mehr Gewicht als sonst. So, warum sitze ich da eigentlich im Schwarzen dran? Wir spielen heute aber auch noch ein zweites Spiel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil ich hab gewusst, dass es kurz ist, aber ich hab nicht gewusst, dass es so kurz ist. Das war ja quasi gar nichts. Wenn man ihn jetzt wieder so in die Hosenbredel hätte, mit Puls 400 und schon wieder sämtliche Poren schwitzen, das war ein Marathon gelaufen, dann waren wir wahrscheinlich auf 10 Minuten durchgelaufen. Aber it is what it is, was soll ich machen? Zuerst eine riesengroße Fresse, ja, dann nimmt der Horror, dann funktioniert das nicht mehr so. Ja, halt doch dein Maul. So, die zweite Demo, die wir mir heute spielen, heißt Ludo, wenn man so will. Ist auch eine Demo, weil leider, ich habe so stark gehofft, dass Ludo oder They Are Here bis zu diesem Horror-Oktober halt einfach rauskämen. Aber bei beiden steht noch nicht mal ein Release-Datum fest, das heißt eventuell bald oder irgendwann halt. Mal sehen. Vollversionen dann nächsten Oktober, ja, das befürchte ich auch. Schrei! Zombies, kein Problem. Monster oder andere Scheiß, kein Problem. Aliens, nein, bitte nicht. Ja, Zombies sind ja auch nicht gruselig. Monster, ja, kommt drauf an. Es ist so, sobald man das Monster sieht, finde ich, ist es nicht mehr gruselig. Schönes Beispiel, Still Wakes the Deep. 24 Stunden Horror-Oktober-Stream, wo? Kannst du mich mit gern haben. Smash the Like-Button! Und jetzt spielen wir Ludo. Ludo ist zumindest soweit. Was braucht das? Was braucht denn das? Internetverbindung, Firewall, Scheiße. Bist du Psuffer oder was? Ja, ist mir wurscht. So. Schalten wir um. Muss ich sowieso nur ein klein wenig umbauen. Moment. Oh, leck, war das jetzt. Oh, leck. Kann eigentlich nicht schlimmer werden wie das. Für mich als das jetzt gerade. Was ist jetzt das da? Da sind wir. Was heißt das? Englisch. Gibt nur Englisch und Spanisch, gibt es Deutsch auch. Ja, Chinesisch. 25 Arten von Chinesisch, keine Ahnung, was das ist, dann müssen wir es Englisch spielen. Alter, ist das grausam. Das ist wirklich grausam. Ludo erinnert mich dagegen ein bisschen mehr an Visage. Ja, also da geht es dann um etwas Paranormales, wenn man so will. Wobei auch irgendwie Aliens zu dem paranormalen Scheiß dazugehören, aber da weißt du sehr, was es ist. Tobi! Kuss auf die Nuss. Herr Glas, welcome to the squad. Ab in den Chat habe ich dir, Tobi. Merci für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Schluss jetzt mit Donates und umeinander pimmeln und keine Ahnung. iPointify, Madison 2 ist noch nicht draußen, aber im ersten Quartal 25 kommt ein DLC eher als Madison 2. Meines Wissens zumindest. Grüß mich! Entweder bald oder halt irgendwann. Schluss jetzt. Wir confirmen. Ich weiß nicht, ob es direkt losgeht. Es ist von Broken Bird Games. Das ist auch schon alles, was ich weiß. Ich habe einen Trailer gesehen und das Hintergrund-Battle, das wir gerade da gehabt haben, sagt eigentlich alles, was der Flair in dem ganzen Bums ist. This demo is a standalone experience, a representation of what Ludo will be. We hope you enjoy it as a small game in its own right. Okay, also das da ist nicht Bestandteil von der späteren Vollversion, sondern ist eine kleine Erfahrung, eine Repräsentation, was Ludo später sein wird. Please note that we are still in development and that the demo is a pre-major version of the game. You are likely to encounter some bugs and unstable performance. We are still working hard to improve the final experience. Important, this demo has no save system. Also müssen wir sie nur am Zug durchspielen. Hilft das sowieso nicht. Ja, ist noch in der Entwicklung und so weiter und so fort. Und es kann natürlich Bugs geben und so weiter. Und sie arbeiten hart drauf, wie alle anderen natürlich auch an der Vollversion. Press any key to continue. So, selbes Spielchen wieder. Licht laut, Ton aus, etc. etc. Ja, ich soll es keine Sekunde weniger schlecht gehen wie mir. Und heute, ich glaube, das war eine der schlimmsten Erlebnisse jetzt gerade diese halbe Stunde seit sehr langer Zeit. I pressed the any key.
Fangen wir an. Ich hab Vollgas in mein... Ludo. The Choice. Klang ich schon wieder. Help Options, was haben wir da? General Sound, Graphics, können wir da irgendwas einstellen? Fullscreen, High, Pausing, nein, FSR Setting, was auch immer das ist, weiß ich nicht. Was hat denn Recommend to Improve Performance? Wieso läuft die? Diese läuft gut. Diese läuft gut, die haben wir nicht lange umeinander. Sound ist... Lassen wir nochmal, wie er ist. Das schaut eigentlich gut aus. Und dann die Song. Los geht's. Oh mein Gott, ich bin ja straight da. Bleiben diese Kinobalken so? Okay. Und ja, immer PT und Visage und so weiter ist. Okay. Ist ja noch hell. Man kann nicht aus die Fenster rausschauen, kann nichts fein. Vielleicht aber auch doch. Wir haben einfach schon so viele Spiele gespielt, dass ich einfach schon die Schnauze voll habe, wenn ich so einen Gang sehe. Grafik ist auf alle Fälle immer on point. Da gibt es mir gar nichts. Was war das? Kann ich da aufmachen? Nein. Kann ich da... Ah! Da. Kann ich da was machen? Okay. EQ. Das haben sie auch alle so gemeinsam, dass man die Dinge irgendwie aufklappen kann. Affentyp! Ist das hinten? Ist das vorne oder hinten? Okay, legen wir die. So. Schaut nach Kinderzimmer aus. Warum? Mach das Fenster gescheit zu. Es ist doch einfach hell. Lass mich in Ruhe jetzt. Vorhänge schauen krass aus. So, was haben wir da? A drawing of a door with the broken bars. Eine Zeichnung von einer Tür mit gebrochenen Balken? Übersetzt man da Bars mit Balken? Ich weiß nicht. Habe ich das jetzt genommen? Oh, man hat sogar ein Inventarsystem, okay. Können wir da jemals wieder raus? Recht im Ausland. Wo leg halt dein Maul! Wie gehen wir damit raus? Wo Telefon? Warum immer Telefon? Warum bin ich da? Warum Telefon? Warum spule ich sie nicht so an? Die Kerzen habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Na, da nicht. Kann ich sprinten? Ja, nicht wirklich. Was das heißt? Bist auch nur ein Pro-Gamer. Komische Battle schon wieder. Ich geh ja gleich ohne jetzt! Lass mich mal schauen! Ist doch 1:1 der Anfang von Visage. Ja, schon ein wenig. Macht ihn aber nicht weniger schlimm. Raxas, merci dir! Hey, how are you? Are you doing better? It's been a while since, you know. Hey, geht's dir besser? Es ist eine Zeit her, seit du weißt das schon. I'm trying to give you space. Ich gebe dir Of course, if Freiheit. you need me, just say something. Okay? Aber freilich, wenn was ist, dann, wenn es mir braucht, dann sag was. Soon, please. Bitte sei kein Fremder. Oh no. Was? Telefon! SOS! Tut, Motherfucker! 555 Nase! Ring. Vorstand frei. Wie liegt er auf? Na. Oh Gott, wenn ich das scheiß Tierl da schon wieder sehe, man, das ist als Titelbattler, glaube ich schon wieder. Okay. Da steht Do not stare at him, also wir sollen ihn nicht anstarren. Habe ich sowas wie Taschenlampen? Noch nicht. Okay.
Stark, dass du direkt noch wusstest, wo die Buchstaben sind. Ich sage, ich bin absoluter T9 Pro, das vergisst nie. Ich hab Nachrichten in der Hosentasche geschrieben, was hast denn du gemeint? Schön, dass das du erkennst, dass es noch richtig sind. Sagt mir, dass wir beide ungefähr gleich alt sind. Mindestens. So, was der mal? Jetzt ruft die Luise an. Die will das an. Luise! Was hast du für Telefonnummer? Was muss ich jetzt überhaupt tun? Warum ist der Tier zugenagelt? Was ist da? Da ist irgendwas. Das war mir ein Dusel, alles verstanden, weil die Tier habe ich nicht gesehen. Da geh ich jetzt nicht hin, ich geh zum Licht. Ja, okay, da sitzen wir uns mal lieber in die, ich krieg keinen Herzinfarkt-Position und ich scheiß am Stuhl vorbei dann. Ja? Der Stuhl hängt am Arsch. Okay. Erstmal luhen. Das heißt nichts Gutes, was er immer. Warum haben sie immer Kinder? Psst, nicht schon wieder das komische Behindertengekluckse, flip aus! Oh, der Gizmo schon hin. Der Gizmo, das kann Mars Attack sein. Superman. Das irgendwas soll man nicht anstellen. Das ist eine absolute Pro-Game-Maschine. Aliens und ein Batman. Das kann Hogwarts sein. Das ist kann der Indiana Jones sein. Das ist der Godzilla. Nur das weiß ich nicht, was das sein kann. Leute, die auf dem Stuhl noch stehen. Das ist der Flamongo. Der Tukan. Baby Panda. Und alles. Schauen wir mal, ob wir alles kennen. Das ist ein Ruffy sein Hut aus One Piece. Das ist wahrscheinlich sein Piratenschiff. Das ist der Chucky, die Mörderpuppe. Das ist Wednesday. Das ist ein Gremlin. Das wird halt irgendein Zombie sein. Was hat er da? Der Schwert in der Hand oder ist das ein Schifffall? Das weiß ich nicht. Was kann das sein? Das weiß ich nicht. Und Dinosaurier. Was haben wir da? Das weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. The Choice. Okay, das schaut. Da haben Nummern. Ab in den Chat. 074. Ist das eine Telefonnummer? Behind these bars there is a dark place, easy to get lost. Hinter den Balken ist ein dunkler Platz, leicht sich darin zu verlieren. Walking among strangers, I think. I want to give it back. Wir gehen mal unter Fremden, glaube ich. Ich mag es zurückgeben. Links oder rechts? Welche Wahl ist die gute? Um fröhlich zu sein, um happy zu sein. What lies beyond the light? Was liegt hinterm Licht? All because of this unwanted gift. Und alles bloß wegen dem ungewollten Geschenk. Und dann liegt das blaues Geschenk da, das merkt man uns auch mal. New Film! Ach, er möchte einen Film dran oder was? Oh, er ist ein Filmfan? Ja, ich sehe schon, deswegen liegt er das ganze Zeug da. Oh, der Carl haben wir noch. Da habe ich auch noch einen Haufen. Oh, der Fuhur! Jumanji! Der Exorzist! The Beetlejuice! Scream! Scream 1, ganz, ganz wichtig. Das ist Scream 1. E.T. natürlich. Ah, das weiß ich nicht. Das kann, was das sein kann, das kann Sunshine sein. Nein, ist es nicht. Was ist denn das? Ist das Shining? Weiß ich nicht. Das ist der weiße Hai auf alle Fälle. Das weiß ich auch nicht. Oh, Freddy Krüger mit den langen Haaren. Nightmare on Elm Street. Und das kann der Casper sein. Der freundliche Geist. Aber das da unten erkenne ich nicht. Zurück in die Zukunft, selbstverständlich. Habe ich eh schon, wir haben eine absolute Filmkenner. Zimmer 1408, aber er hat lauter so Filme aus den 90er, 80er und 90er und 1408 ist glaube ich aus den frühen 2000ern. 2004, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Aber das da mit dem brennenden Tor, kann das Shining sein? Weiß ich nicht. Dann haben wir da noch Dinosaurier, das ist natürlich Jurassic Park. Zimmer 1408 ist der Endgegner. Na, habe ich jetzt nicht so schlimm gefunden, muss ich sagen. Ja, wir können da nicht. Da haben wir noch was zum Schauen. Jetzt schauen wir mal da. The hallways full of boxes from the move. Der Flur ist voll mit Schachteln vom Umzug. The path is open. Ach, da können wir Mierbeutel platzieren, okay. Oh. Drawing of a door with broken bars. Ja. F, inspect. Use. Ach, das ist schön.
Ah, okay, man kann da an der Tafel die Beutel anbringen und dann ändert sie. Coole Idee. Bloß lass mich bitte mit gruseligen Sachen jetzt einmal in Ruhe. Jetzt bin ich gerade so tiefenentspannt. Who is caught? Warte mal. That drawing should not be in that box. Das ist ja der Werdegang, den wir haben ja da vorbeigegangen an den Vorhängen, links 2 Tieren, Schachteln da. Dann haben wir in die Box reingeschaut, das Drawing da mitgenommen, dann hat das Telefon klingelt. Dann steht da Nowhere, dann steht nix. Und dann Ketten, Fragezeichen, habe ich mich auch noch gewundert. Und da muss irgendwas Leuchtendes oben am Geländer sein. This is not a normal house. Why does it smell like iron? Wieso riecht es nach Eisen? Und dann der Path is open und jetzt hat sich wahrscheinlich was gehen. Was geht? The Death. Okay, so. Ist wahrscheinlich gleich wieder vorbei mit Spaß. Kann man die da? Alter, im Maul, ich meine, der Koti. Kommentieren sie nicht. Pickup. Oh ja, es war klar, dass wir wieder da Schlappen kriegen, was sonst. Wir müssen selbst, weißt, was meine Eingänge sind, du kriegst. War tatsächlich gar nicht schlecht. Merci dir. Freilich liegen wieder Tabletten und Kerzen und alles. Man kennt Visage auf alle Fälle. Das. Okay, aber was hat jetzt so geschehen? Was hat jetzt da so geschäbert? Schauen wir erst mit da hinten drin, aber wir auch nicht. Das weiß nichts gut, jetzt gehen wir wieder da. Da funkt's, das ist nichts für mich. Du, das ist nichts für mich, da hinten funkt's. Da waren wir noch nicht drin. Gehen wir mal da rein. Fernseh, late. Kann ich springen oder sowas? Nein. Abgeschlossen. Nur die Ruhe. Ich klang schon wieder. Nur kein Funken nicht passiert, ich weiß eigentlich gar nicht, was überhaupt. Okay. Okay. Was ist das? Entschuldigung, nicht, was da los? Mr. Starter! Ich glaube, der Elektriker wurde am Fuß in der Verkabelung zusammendreht. Das ist so das Gefühl, habe ich auch. Da drin. Haben wir 2, 3 Chips und einen Kabelbund vergessen. Do not stare at him, okay. Was mir gerade auffällt, ist da vorher nicht gerade die Figur gestanden. Oh no. Oh no. Okay. Na, was? Psst. Da war ein Bild am Boah, leck bin ich jetzt gegeben. Ich will erst Musik anschauen. Lang verarschen lasse ich mich nicht für euch. Ah, da haben wir so ein Glan da oben, da haben wir was Leichten singen, was auch immer das zum bedeuten hat, aber jetzt ist jetzt mir wurscht, jetzt gehen wir mal weiter. Meine, wie ist denn das Haus schon wieder gebaut? Wir bauten sie nicht heiser, sag selber. Hm? Was ist da? Okay, da ist ein Augen rundum gemalt. Da ist also ein kleiner blauer Teddybär, sag ich das richtig? Ist das ein Teddybär? Ich weiß nicht, aber irgendwas ist da was Blaues. Schauen wir mal dieser. Kommen wir nicht auf mal. Links oder rechts? Was ist der richtige Weg, um happy zu sein? Ich gehe rechts. Ich glaube nämlich, dass es einfach wurscht ist. Ah ja. Freilich. Oder? Ja, freilich. Im Keller gehen wir mich nicht, aber du kannst mich mal. Wie weiß ich mit heimgehen? Gehen wir nach links? Oder nach rechts? Oder geht's da? Ja, auf ist gut. Auf ist gut! Auf ist mir lieber wie oben, aber da ist es schwarz. Natürlich die typischen Chernobyl-Battle. Oder so. Oh, da ist eine Tür mit Auge. Okay. Ach, das ist eine Kassetten, hä? Ist das eine blaue Videokassetten? Du nicht so genau jetzt noch heute im Maul kommen. Okay. Schau ich jetzt gerade von hinten, weil hä?
Absolute Drecksbettel. Wir schauen quasi da durch und schauen da aus dem Fenster aus. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Okay. Dann müssen wir leider Gottes doch oben gehen. Rechts ist eine Ketten. Was? Mit der glaube ich aber nichts tun. Ich habe immer so einen ziemlich auffälligen weißen Kreis, wenn ich mit irgendwas interagieren kann. Auf ziemlich weite Entfernung habe ich schon gespannt. Links ist nie eine gute Idee, der Meinung bin ich in der Regel auch. They are no longer here. Sie sind nicht länger da. Sie sind nicht mehr da. Das heißt, ein komischer Bau als gedacht. Das ist richtig. Ich glaube, dass man mir auch nicht mehr in der normalen... Halt dein Maul! Halt dein Maul! Die Scheißdinger haben wir mir auch mal geholt! Sitzt beim Scheißen, scheiß gleich doppelt! Ist passiert! Sitzt du da hinten in der Finstern, speist irgendwas einmal mit Boxen, dass du halt rundum nur was hörst und dann hörst die ganze Zeit aus dem Bad so... Was denkst du denn dann? Die Alte wieder irgendeine Scheiße da aufsteht! Superman, komisch ausgeschnitten, komische Sachen, gleich... Tut schon wieder sowas komisch. Hilfe, Hilfe, Hilfe steht übrig. Ja, jetzt geht der strange Scheiß wieder los mit irgendwelchen komischen... There is no escape here, seek help elsewhere. Es gibt kein Entkommen hier, such woanders noch Hilfe. I'm lost. Ich bin verloren, hey, hilf mir. Nehmen wir mal mit. Hilfe. Help me. Ach komm, halt euch dein Maul, was ist denn heut? Was willst du denn die Oberschenkel Gänsehaut kriegst? Hau ab damit! Oh, das ist Triforce, spielen wir da unten selber. Help me. Ja, wie denn? Dann müssen wir nochmal in das Kinderzimmer zurück und die Geschichte lesen. Oh, leck, ist das asozial. Ich geh wieder. Nein, ich geh wieder. Das ist nichts. Ha, du Wichser! Geh komm, Alter, du kannst mir doch nicht zweimal mit derselben Scheiße erschrecken! Ich hab... It's a trap! Aber kann doch mit dir gehen, nicht auch ich geh da hinter, ich leg mir Mosch. Ja, oder auch nicht. Oder? Ja, oder auch nicht. Gehen wir doch dafür. Oh, leck, du Wichsfresse, du Scheißbehinderte. Oh Gott! Ich hab's gerochen bis daher, Alter. Ich hab dermaßen eine Visage knackt, dass alles bloß noch spät ist, Alter. Es ist genau die gleiche Scheiße, bloß... Nein! Boah, leck. Boah, leck, ist das gut gemacht, mal abgesehen. Hau ab! Was? Was? Oh, leck mich am Arsch. Ich kann ihn nicht abhauen. Ich kann ihn nicht... Oh, no. Sei vorsichtig da. Oh, leck. Boah, leck, ist das Tierchen krass gut gemacht. Ja, spinnst du komplett, oder was? Boah, leck, hat das jetzt echt ausgeschaut. Es ist so krass, zu was Indie-Entwickler mittlerweile imstande sind. Oh, leck. Stell dir vor, wer muss in den Keller oben zum Dringer holen oder so? Und du gehst oben und
Du gehst Treppen so, drehst die um und dann steht mitten im Raum also ein Hoder nicht. Und während du ihn anschaust, dauert es eine Sekunde und dann fällt er zusammen. Was ist denn dann? Oh. Bei uns im Keller ist das ultra asozial, das habe ich mit sich irgendwie Déjà-vu, das glaube ich, habe ich schon mal erzählt. Wir haben einen Partykeller und einen Draußenkeller, Gerümpelkeller nehmen wir einfach so. Und durch den Partykeller gehe ich öfter halt, weil es da in die untere Wohnung geht. Und zum Draußenkeller, da ist ein Tier und da ist so ein Milchglas davor. Und wenn in dem Herinnenraum ein Licht brennt, dann sägst du da natürlich nicht eine, das ist schon gar, aber ein bisschen. Das heißt, du weißt, du darfst sehen, wenn da jemand direkt davor steht. Und allein die Vorstellung, das Ding anzustarren, kurz, und dir vorzustellen, was tust du jetzt, wenn da etwas vorbeigeht, kann die in den Wahnsinn treiben. Genauso wie ganz oft, früher war das da mein Kinderzimmer, da war mein Bett und dahinter mir ist ein Balkon. Und von unten haben da immer schön die Lichter reingescheint, das war halt draußen heller als herin. Und ich habe mir so oft vorgestellt, was heißt so oft, nicht jeden Tag, aber ab und zu kommt dir das so in den Kopf. Stellst du dir vor, was darfst du jetzt tun, wenn Folgendes passiert? Sagen wir, da ist jetzt mein Balkontier, da. Möchte die sehen, Alter. Das die! Aber halt, dass nur. Ja, gut. Was soll ich machen? Aber stell dir mich in einer schwarzen Silhouette vor, dass du nicht siehst, was es ist. War gut. War gut. So, wieder weiter. Mal fertig werden. Ja, okay, so das wird's reißen. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Ich halte jetzt einmal wieder mal. Okay. Finster in einer Nutshell. Das hast du letztes Jahr gruseliger gemacht. Ich überlege, das habe ich schon einmal erzählt, glaube ich. Ist das irgendwie so? Was habe ich da letztes Jahr gemacht? Da habe ich mich, glaube ich, ganz schwarz runtergedreht. Oh, jetzt sind wir gegenüber von der komischen Why I hate you. No one wants to play with you. Selfish. He keeps looking at me. I trusted you. The divorce was your fault. Sissy boy. Stop watching me. Da schaut quasi jemand in das Kinderzimmer rein. Verstehe ich das richtig? Ich denke schon. Okay. Die Frage ist also ein bisschen, was müssen wir denn da? Ich check nicht so ganz, was ist meine Aufgabe. Bei mir war es komisch, mein Fenster ist im ersten Stock und ich finde, das macht es noch viel schlimmer, die Vorstellung. Augen aufgerissen, creepy gelächelt und kurz geschaut, ohne Kapuzen. Weiß ich nicht mehr. So, es ist. Hau mit deiner Kettenscheiße ab, weil ich ausflipp. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Hat es nicht bei der Wegauswahl auf, also links, rechts dann nicht. Haben wir nochmal die? Dann schauen wir mal nochmal. Vielleicht müssen wir ein Gemälde finden. Das glaube ich ist so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir das. Irgendwie Psychopathenbattle an der Intro. Das glaube ich ist so ein bisschen unsere Aufgabe, Beutel zu finden. Vielleicht müssen wir irgendwo ein bisschen genauer schauen, in einer Schachtel drin oder so. Schauen wir mal. Ah ja, da schon, ja. Ah. Drawing of a Dark Path. Okay, das ist die Zeichnung eines dunklen Pfads, ein dunkler Gang, da wo wir wahrscheinlich gerade hergekommen sind. Den pickt man jetzt ab, nehmen wir mit. Am Fernsehen ist eins, weil ich habe ihn nicht einmal im Fernsehen entdeckt. Ich habe ihn nicht einmal im Fernsehen entdeckt. Wo ist denn der Fernseher?
Wo ist der Fernseher? Der war doch da rechts neben der Tür, oder? Da ist der Fernseher. Wo war da nur ein Fernseher? Bin ich behindert? I got the feeling somebody is watching and I got no privacy. Da hätte ich auf alle Fälle immer Hosen anlassen. Mir nichts passiert. Wo war denn der Fernseher? Im Raum mit den Kartons. Nein, im Regal. Umdrehen. Im Regal. Ach, da! Oh mein Gott, ich bin ja komplett blinder. Was ist das? Ah, da ist das Geschenk. Schaut aus wie 2 Viers. Das Geschenk in der Mitte und eine Treppen links und rechts. Ja gut, nehmen wir mal mit. Drawing auf ein blaues Geschenk. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ah, Timmy Boy, das ist mir schon mal passiert. Lag im Bett und habe am Balkon rausgeschaut und da hat sich was bewegt. Hat sich herausgestellt, dass meine Freundin so einen Busch gekauft hat und der sich im Wind bewegt hat. Mhm. Das war's dann mit der Freundin. Die hätte ich an der Füße gepackt und aus dem Leben gejietet. Das sagt er. Mein Mike, ich wollte es nicht so direkt sagen, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, irgendwie ist das Geschenk zwischen die Haxen von der Alten. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So. What lies beyond the light? Left or right? Which choice will be the good one? Walking among strangers, I think. I want to give it back. Das ist die Frage, wo was hingehört. What lies beyond the light? Das ist das Beutel für links und rechts. Was ist das Gute? Oder das ist dieses Geschenk, das neben der Treppe steht, links und rechts sind diese Geisterdinger. Das sind 2 Geisterfreunde in der Nacht. Ja, ich denke mir es auch gerade und nicht 2 Oberschenkel. Ihr verdammten notigen Penner! Nehmen wir mal das da. Und was ist da? Walking among strangers, I think. I want to give it back. Das macht eigentlich keinen Sinn. Machen wir das da. Da hat er wieder die Nummer fortgeführt. Das macht mehr Sinn. Und dann haben wir da eins herplacen. Blue Gift. Okay. Go back. Und jetzt? Da sind ein Haufen Musikanspielungen. Rechts und Stairway to Heaven. Ist das? Stimmt. Stimmt. Stairway to Heaven. Jetzt ist bloß die Frage. Jetzt muss sie ja wieder was geändert haben. Die aufgegangen sein oder so. Und irgendwo muss jetzt das Geschenk liegen. Oh, wir müssen noch in den Keller runter wieder oder so. Nummer telefonieren. Guter Punkt. Das machen wir als erstes. 074522. 074522. 074522. Immer schön chillig. Immer schön chillig. Du lässt mich in Ruhe. Keiner tut was. Alles ist cool. Telefonmann. 074522. I spy with my little eye. A little thing in the little. I spy with my little eye. Sounddesign ist auf alle Fälle fucking on point, oder? Okay, legen wir wieder auf. Auflegen, die haben ab jetzt! Okay. I spy with my little eye. Bla bla bla. Also wieder auf und durch den Türspion. Es ist nur eine Frage der Zeit. Was Fürchterliches passiert. Ich sehe was. Und das blaue Geschenk ist wahrscheinlich die Kassetten. Wo ist denn da? Ne, da waren wir schon. Do not stare at him. Da, das was der Karl dran übrigens sagt. 1500 Likes, 650 Likes. Habt ihr jetzt schon mal auf den Like-Button drauf gedrückt? Kinder, so nicht. Da müssen wir hindrehen. Den Mann mit deinem Blitzscheiß da! Kackfrisur! So, wo ist... Ja, genau. Wo ist gleich wieder auf und runtergegangen? Links ist, glaube ich, aufgegangen. Aha. Achtung, pff, nein, der ist im Keller gestanden und den erinnere ich mich schon. Naja, und da ist das blaue Geschenk. Vielleicht hat das was mit Blau, da ist auch was Blaues, vielleicht hat das was damit zu tun. Und ihr macht die Augen auf, falls ich da irgendein Beutel übersehe. Schauen wir nochmal.
Ja, da liegt das Bettel davor, aber wir kommen... Oh, leck du Drecksau, das war so klar. Das war so klar! Hä? Wie ist denn das möglich? Strange Scheiße. Da irgendwas, da ist was. Your dream is falling. Your dream is failing. Your dream is falling. Your dream is falling, failing, falling, failing. Dein Traum fällt. Ich weiß nicht, wie ich es anders übersetzen soll. Vielleicht ist das irgendwie sprichwörtlich. Vielleicht weiß das jemand, was das noch... Wenn man es schöner umschreiben kann. Ich bin ein schlechter Übersetzer und in Hochdeutsch gleich noch viel schlimmer. Und dein Traum scheitert. Das nehmen wir mal mit. Das ist die Frage. Schauen wir da oben. Jetzt müssen wir oben, da, da wo so ein Wanderblitzen, da muss die Kassetten liegen. Jetzt liegt die Kassetten da in der Schachtel drin. Ist das eigentlich auch noch eine Demo? Ja, es ist immer nur eine Demo. Und der Abschnitt vom Spui das übrigens Luto heißt, falls jemand zugeschaltet haben sollte. Das ist noch nicht raus. Warum lassen da hinter mir die ganze Zeit jemand einen Scheiß? Schluss! So, und da in der Kiste. Blöds Scheiße da. Ja, gehen wir mal. Blue Videotape. Okay, das nehmen wir mal mit. Psst. Psst. So, wo war jetzt ein Fernseher, wo wir die vielleicht einstecken können? Weiß ich nicht. Was ist denn da eigentlich dahinter? Das Haustier. Kann ich nichts machen. Jetzt kann man nochmal ins Kinderzimmer eingehen. Aber stecken wir erstmal da die Videokassetten rein. Da wo man... Der Treeforce-Schlüssel. Irgendein Treeforce-Schlüssel, Schatzkisten. Unten 5. Irgendwo im Keller rumsteuern. Da ist das Geschenk. Okay. Kann ich mir das nochmal anschauen, wenn es war? Ich denke schon. Okay. So, was nehmen wir jetzt als erstes? SIM25. SIM25 hat es geheißen. Okay. Jetzt holen wir uns erstmal den Treeforce-Schlüssel. Der muss da hinten sein. Oder war das Eck da hinten? Nein, dann hat es noch ein anderes Eck gegeben. Dann hat es noch einen Zahlencoden. Ah, ja stimmt, für die Schatzkisten vielleicht. Gut aufpasst. Ich war so lost ohne euch, ohne Scheißen. Da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde, das gehört immer wieder mal gesagt. Diese Art von Spielen, wenn du allein spielst, dann bist du eine harte Sau. Dann bist du eine harte Sau. Ungelogen. So, da hinten. Das war doch das... Da war doch... Da hat er uns doch auch gesagt, dass der Schlüssel da hinten unten drin liegt, oder nicht? Doch, da tatsächlich bin ich blind, Alter. Okay. Passt. Wo war jetzt die Tier gleich wieder mit dem Triforce-Ding? Vor allem die Spiele allein spielst. Um 2 in der Früh, 3 in der Früh, mit Headset auf, in der Finstern. Vielleicht sogar noch im Bewusstsein in einem Haus, wo du weißt, du bist allein. Schwör ich dir bei Gott, dann bist du eine harte Drecksau. Keller? Im Keller, schau hier. Er war jetzt wieder ewig angerannt, weil ich mich die ganze Zeit versuche, auf was anderes zu konzentrieren. Keller ist da hintergegangen, glaube ich, und dann rechts oben. Blitz mir nicht. Das Ding ist vorher da nicht gelegen. Die Stangen haben da vorher nicht gelegen, oder? Weiß ich nicht. Nix hart, sondern Psychopath, ja. Das, wenn's kannst, Respekt.
Ach, das ist der lange Gang, oder? Waren wir schon? Waren wir schon? Ich hab ihn schon gehört. Du Kackpft. Kackpft-Viech. Oh, nose. Oh, nose. Ich glaube, dass das Pfting unser geringstes Problem ist, oder? Ja, natürlich gehen wir noch weiter oben. Richtig tolle Idee. Richtig tolle Idee! Merkt euch einmal SIM25 bzw. 0SIM25. Was war da? Nothing. Lockdown. Nothing. Lockdown ist Horror genug! Oh, das haben wir hinter uns. Ah ja, jetzt haben wir da bei den Pfosten. Was zur Hölle ist denn? Oh, Sounddesign ist schon mal gescheit gut. Du kannst sagen, was du magst. Das ist der Keller. Jetzt macht ihr mal mich wieder. Ich tue mich mal ein bisschen vom Mikrofon weg. Macht's mal wieder lauter, damit sie das auch Herz. Das. Ich hätte die ganze Zeit da irgendwas umeinander laufen. Shit! Kann übrigens auch nicht recht viel schneller gehen. Ich sprint gerade. Es gibt einen Sprint. Hä? Ist einfach da. Das schaut gut aus. Was gibt's da so? Nein. Es hat irgendwo ist am Anfang gestanden, don't stare at him. Ich stare nicht hin. Leg mir Marsch. Psycho. Ah, da. Okay, dann ist doch 0SIM25 was, oder? 0SIM25. Wo haben wir? Da. 0SIM25. Nein. Triple Basement. Das scheint nicht die Nummer zu sein. Oh, ist das asozial. Okay, komm, hau ab. Dann müssen wir noch ein wenig weiter suchen, vielleicht. 5270. Vielleicht. Warum? 5270, warum denn das? Aber das ist die mit den Balken. Ja, schauen wir mal weiter. Vielleicht findet man noch irgendeinen Nummernhinweis. Jetzt haben wir wieder in dem eigentlichen Gebäude, wo wir gerade waren, bloß halt oben. Was ist das da? Drawing of a candlelit corridor. Okay, jetzt müssen wir wieder an die Türen hängen. Ey, Wolle! Wolle! Oh, leck mir doch am Arsch, du Wichse! Oh, leck mir doch am Arsch, du Wichse! Oh, leck! Weiß nicht schon klar, dass irgendein Pandemie umeinander gräbt? Oh, leck, bist du ein... Oh, leck! Ja, natürlich sitzt er nicht mehr. So, wir kriegen jetzt die Bumsbude da auf. 1SIM25. Probieren wir uns. Marcel! Press F für den Marcel, der hat es rausgefunden. Ein paar Leute haben wahrscheinlich noch mal nachgeschaut. Was haben wir gekriegt? Ah, der andere Schlüssel. Key with a square emblem. Ich hab ein bisschen Resident Evil Flavor. Nein, hab ich nicht. Nein, hab ich nicht. Oh Gott, da liegt der Affendepp wieder um und an. So. Haben wir gekommen. Das heißt, da geht's gar nicht in den Keller vom Keller. Interessantes Leveldesign übrigens. Der hat mich als Pimmelentwickler
mit meinen 3 Monaten Erfahrung. Interessieren, wenn man sowas macht. Ja, jetzt gehen wir da raus. Ich verstehe. Und der Square Room war da hinten, glaube ich. Ja, stopp. Erst müssen wir noch ein Battle hier hängen. Ah ja, da, ja. Schauen wir mal. Key with square drawing of a candlelit corridor. Und was steht dann drunter, glaube ich? Walking among strangers, I think. I want to give it back. Das heißt, wir müssen das komische Geschenk da wieder zurückgeben, oder was ist der Plan? Wie weit bist du denn eigentlich mit deinem Spiel? Hast du das aufgegeben oder was ist passiert? Herr Milschutz, da habe ich schon ein paar Mal drüber geredet. Ist wurscht, in ganz kurzer Fassung, ich habe es für mich selbst gecancelt. Ich habe 3 Monate lang jede freie Sekunde an dem Ding gearbeitet, dass sämtliches darunter gelitten hat. Der Stream hat darunter gelitten. Also ihr habt was davon mitgekriegt. Vielleicht auch nicht, aber ich für mich, denke mal, ihr habt es mitgekriegt. Privat hat gelitten, die Arbeit hat gelitten, alles hat gelitten und ich bin da wie nicht fertig damit. Es ist für eine Person unmachbar und unfassbar viel Arbeit. Kriege ich leider nicht fertig, obwohl ich es mir sehr gewünscht hätte. Was it so painful? War es so schmerzhaft? You shouldn't have gone there. Du hättest nicht hingehen sollen. Ein bisschen kryptisch ist schon. Ich weiß überhaupt nicht, wer sind wir, wo sind wir, warum sind wir da und so weiter. Welches Spiel? Mein eigenes Spiel, das ich angefangen habe. Das war im März. Februar, März, April. Sorry. Mag ich das sein gerade oder haben wir da gerade einen kreiseligen Scheiß auf der Spur oder was ist der Plan? Oh, langsam. Irgendwas haben wir doch. Ja, das haben wir auf. Nein, das mit den Kindern. Oh, du Arschloch. Sounddesign on point. Strange Scheiße on point. Da wäre jetzt noch ein bisschen mehr Ton dabei. Hätte es mir wahrscheinlich mehr gerissen, aber der Ton war dafür so richtig schön asozial ekelhaft. Ich glaube jetzt ein bisschen. Und recht viele Optionen zum G haben. Ja, wobei doch haben wir schon. Wer soll sich da herunter auskennen, Kinder? Hm? Na gut, da geht's nicht weiter. Ostflügel vom Wayne. Oh, der Sound ist asozial. Sehr asozial, ja. Warum haben die Kerzenlichter nicht da, damit ich wenigstens ein bisschen was sehe? Mich interessieren. Ich weiß nicht, ob es merkt, ich schaue ein bisschen panisch im Kreis rundum, nicht das, weißt du schon. Jetzt habe ich zwar gerade ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich jetzt da nach links gegangen war, dass ich im Kreis laufe, aber ich habe was Blaues gesehen. Ich habe es. Kunden. Was nehmen wir jetzt? Blue Gift. I'm picking it up. Und jetzt? Gehen wir wieder heim oder was? Okay. Scheiß Kitten. Kistige Kiste. Schön aufpasst, Mr. Jockey. Hashtag kistige Kiste. Hashtag Nougat-Monat. Nougat-Unterbuchs. Nougat-Buchs. Ich schmetterte in meine Nougat-Buchs. In meine Nussbli-Buchs. Ich schmetterte etwas Gewicht in meine Nussbli-Buchs.
Es hilft nicht, ich muss Scheiße lauern, weil sonst Hosenunfall. Hashtag Nussbliebust. So, wo geht's jetzt aus, ey? Wo jetzt mit dem Geschenk hin? Das glaube ich, hätte da davor hingelegt, kann das sein? Surprise, surprise! Ist gar keine Haustür! Mag es eigentlich gar nicht wissen. The choice. 5. Da müssen wir das Geschenk hinstellen wahrscheinlich. Oh, links oder rechts eine? In dem rechts. Die anderen machen so in Hereditary Vibes. Schon ein bisschen. Stimmt, stimmt. Help me. Gibt's noch einen Weg? Hab ich gewungen. Gibt's einen Ausweg? Ist das ein Witz? Schau ich mir gerade. So wurscht, wie der gegangen war oder nicht. Ich bleib links. Choices, there was no choice. Es hat gar kein, ja, es hat keine Wahl gegeben. Entscheidungen. Oh, es ist so kreislig geschneit, das. Did you get it? Hast du es bekommen oder hast du es verstanden? Was denn? Hä? Fenster habe ich vorher schon gesagt, mach zu. Was ist hier los? Kein Telefon. Schachtel, General Battle. Und jetzt hast du dir. Was ist denn noch schon wieder? Telefon kaputt. Da nehmen wir mal die Tabletten, die haben schon immer geholfen. Warum haben überall die Beutel vom Burm ausgeschnitten? Mag ich. Oh, leck du Wichser! So what are you going to do? Have you made up your mind? Nein? I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay?
Fangt jetzt der... Natürlich ist dazu. Decisions, choices. Are you sure you can make them? It's hard to make a choice deep down you don't think it's going to be like that. Because of course, you chose to be out there. Didn't you? Okay, jetzt habe ich Gänsehaut. Wieder bis zu die Oberschenkel. Die Stimme in dem Radio ist so asozial. Ich lasse das Licht im Licht übrigens an. Ja, alter Programmer-Move. Und du bleibst schön da, wo du bist. Mit das kleine Glas. Oh, warte mal, geht das auf da? Nein. Herr Hegemann, die habe ich übersehen müssen für den 50. Ich brauche frische Zeitung. Ja, ja. Es geht schon wieder in den Keller, aber ich lass mir meine Ruhe jetzt. Lass mir meine Ruhe jetzt. Was soll ich jetzt da? Oh. I warn you about this place. Ich warne dich. Oh. You can add Looter to your wishlist now. Da ist es schon. Tun Sie sich mal nicht hinunter. Nicht hinunter tun. Okay, das war weniger stressig wie der erste Teil. Sag ich dir, was es ist. War schon fast eine Genugtuung. Was zur Hölle war das hier für ein Abend? Ich bin komplett fertig. An alle, die sich gleich wieder schleiern. Es war mir ein Fest. Nein, war's nicht. Nein, war's nicht. Nein, war's nicht. Like-Button drücken! Guten Morgen. Timing on point. Es ist Punkt 10, Kinder. Irgendwann wir haben wir schnell. Aber der erste Teil hat mich ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hoffe, Sie schlafen gut. Kuss auf die Nuss. Like-Button smashen. Schöner Gruß an den Nachschau-Squad. So. Wie bewerten wir jetzt das? Also der erste. Ich möchte gern den Angstschweiß und die Angstgänsehaut in meinem Knack, den ganzen Bugel oben, was ich beim ersten Teil gehabt habe, möchte ich gern jemanden fühlen lassen. Aber das funktioniert bei mir einfach so gut wahrscheinlich, weil das ein extrem Wunderpunkt ist. Seit meiner Kindheit. Zweiter Teil. Zugegeben, ein paar richtig gute Effekte drin. Ein paar richtig gute. Das mit, wie das ausschaut, wie das Tierchen da geht und so. Aber es darf halt ein wenig, hätte schon ein bisschen mehr passieren dürfen. Aber es ist eine Demo. Ich hoffe, dass dieses Potenzial von Luto vor allem, bei dem anderen mache ich mir überhaupt keine Sorgen bei mir, aber bei Luto denke ich mir so, das muss sich so aufbauen, wie es in Visage aber oder in Madison war. Dass das immer schlimmer wird bis zu einem richtig asozialen Terror. Und dann glaube ich, haben wir zwei richtig gute Spiele vor uns. Und 2025 hoffe ich, bis dahin ist They Are Here da, werde ich wahrscheinlich eine Woche Reha brauchen. Das sage ich dir, wie es ist. Ja, leck mir am Arsch. Picobello. Und das Beste ist, erstens finde ich super geil, dass es von so einem Spiel eine Demo gibt, die nichts kostet. Die muss ja gar nicht lang sein. Ja, beide Spiele, wenn es jetzt doch nicht so umeinander pümmelst wie ich, hast du wahrscheinlich auf 20 Minuten durch. Vielleicht auf 30. Luto ist ein bisschen länger, glaube ich, wie das andere. Das war doch bloß ins Haus gehen und wieder aussehen, das war's dann. Björn, leck mir am Arsch. Alter, war das ein stressiger Stream, hat mich zweimal die Zeitung tauschen. Herr Björn, ich hoffe doch. Zweimal ist mir sogar noch fast ein wenig zwingen. Von innen, Bürgers Angstschweiß, ab sofort im Fleischschall im Shop, pass auf. Ich schlecken sogar noch ab, weil da. Ich schmiere nur eine Zeitung dazu und die verkaufe dann seitenweise. Zwei sehr gute Spiele. Haben wir da vor unserer Nase, habe ich das Gefühl. Wie soll ich jetzt ins Bad gehen und Zähne putzen und dann auch noch schlafen?
der Extremmann, das ist nicht mein Problem. Ja, von hinten den Björn, merci. Herr Hegemann, ich hoffe, du bist noch da und sagst mir noch, merci wieder in Zwickel 50, er braucht eine frische Zeitung, das muss deiner Pflegerin sagen, das soll mir nicht so hobbyscheißen. Soll mir was tun für ihr Geld. Und an den ganzen Rest natürlich auch, ich hoffe, ich habe niemanden übersehen, ich hoffe, ich habe mich ausreichend bei allen bedankt. Nicht vergessen! Bürgerwehr.de Horrormotiv. Survivors of Horror Oktober 24. Lichtlaut. Damit du was in der Hand hast. Und danach zum Chris, trachtmann.de Comics einkaufen. Lohnt sich. Zumindest mindestens einmal die erste Ausgabe und dann 6. Schobs total. Ich schlafe halt ohne Deck. Da kann ich weißen Bettlaken mehr sehen. Ich finde, Visage hat eine Steigerung drin. Madison hat ab Anfang einen Vollgas gegeben. Ich finde, dass Madison am Anfang war so eine Art von Horror, der sich so langsam aufbaut. Der war schon auch stressig, um Gottes Willen, aber am Schluss, das letzte Kapitel, wo der Blue Knees unsichtbar umeinander rennt und dann aber bloß kurz so sichtbar ist und dann die Musik dazu passt und so, das war der krasseste Terror, den ich jemals erlebt habe. Da glaube ich, sieht man also richtig den Terror in meine Augen, wo ich fast ausgeflippt war. Zitronenbaum! Das Beste ist, dass Alien Isolation 2 auch noch angekündigt wurde. Oktober 25 kann kommen. Habe ich auch gelesen, stimmt, das hätte ich jetzt wieder vergessen zu erwähnen. Habe ich gestern nur ein Video irgendwo gesehen, dass der Entwickler von Alien Isolation zum 10. Jubiläum, das wird jetzt dann 10 Jahre alt oder ist 10 Jahre alt gerade geworden. Das ist krass, wie lange das her ist. Und ich kann mich noch an vieles erinnern in dem Spiel damals. Dass Alien Isolation 2 kommt. Da bin ich aber auch gespannt, was das wird. Das Kräuterbutter Gabett fragt, was der mir am Montag, Achtung, das habe ich mir auch schon zurechtgelegt, ich glaube am Montag habe ich drinstehen, Paranormal Activity. Hat es nur in VR gegeben. Verzeihung, hat es nur in VR gegeben, da gibt es jetzt eine normale Version. Wenn man jetzt kommt, spielen wir VR-Horrorspiele? Nein, weil mir wird schlecht, bevor irgendwas Gruseliges passiert. Wir sehen uns übrigens diesen Freitag, 20 Uhr, ein bisschen was nicht-Horroriges mit God of War, Ragnarök. Geht's beim Atreus weiter. Ich erwarte ihr Erscheinen, damit wir da auch ein paar Meter vorkommen. Und nächsten Mittwoch, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Ursprünglich ist drin gestanden April 24th, das ist wieder eins vom Naba, sowas wie Nine Child Street von letzten Mittwoch. Und was ich auch noch drin stehe habe, ist halt noch irgendein Five Nights at Freddy's Teil, weil ich einfach einmal sehen möchte, was das überhaupt ist. Für eine Art von Spiel, ich checke nicht, nämlich, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich mag mir keine Let's Play so schauen, weil das nimmt irgendwie dann, nimmt vielleicht was. Ich schaue mir auch keine Horrorspiele vorher, was ist denn das für Blödsinn? Und dann habe ich noch was gefunden, das ist mir empfohlen worden, das ist ein chinesischer Entwickler, Chillers Arts, glaube ich, heißen's. Die haben ein Remake von einer beliebten Spiele gemacht, das heißt The Bathhouse. Du bist in einem japanischen Badehaus und bist halt da der Manager davon und da sollen Sachen passieren. Und das ist auch wieder was, das kann ich mir gar nicht vorstellen, als wäre das so schlimm. Das könnte eventuell ein Griff ins Klo werden, muss aber nicht sein. Aber wir sollten uns auf alle Fälle mal angeschaut haben. Und dann, ja stimmt, am 25. kommt noch Call of Duty Black Ops 6. Das werden wir auch spielen an dem Freitag. Damit ihr es hier nicht kaufen müsst. Und dann haben wir noch Psych. Da haben wir Fears of Fathom. Da haben wir mehrere Teile, glaube ich. Wobei wir da einen wahrscheinlich spielen werden an Halloween. Was haben wir noch? Hellseed haben wir noch. Und das kann nochmal ab nächsten Montag eventuell nochmal Dings ersetzen. Ist wurscht. Das probieren wir jetzt auf der Stelle noch schnell aus, ob es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Weiß ich noch, letztes Jahr haben wir nämlich, da wollte ich dann anfangen zum Streamen, macht das Spiel an. Und während der Stream aktiv läuft, ruckelt das Spiel und der Stream wie Scheiße. Und das habe ich vorher nicht testen gegeben, weil wenn der Stream nicht auf aktiv ist, dann hat es funktioniert. Keine Ahnung. Das probieren wir jetzt schnell. Achtung. Einfach nur, ob's rennen hat. Und dann machen wir so. Hellseed. Das hat nämlich schon auch vielversprechend ausgeschaut. Deswegen habe ich es auch für letztes Jahr schon ausgewählt gerade. Aber dann, ja.
Aha. Fullscreen, Borderless, Custom, da stehe ich nichts umeinander. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr an dieser Stelle schon geruckelt hat oder kaputt war. Ich drücke jetzt einfach mal auf New Game. Okay, jetzt ist kurz zugegangen. Seht ihr was? Ah ja, das soll der Ladebalken sein da unten. The life of a police inspector is not the easiest one. Probably the reason I've never been able to start a family. For starters, it's dangerous work. Real dangerous. It's hard to get close to someone knowing any day could be your last. Das skippe ich jetzt You push schnell. that Schauen wir fear uns down, dann nächste hoping Woche you're an. putting on. Aber es scheint zu... Es läuft. Es läuft. Ich glaube, ich weiß, was wir tun. Alles klar, funktioniert. Nächsten Montag Health Seed. Oder Mittwoch. Je nachdem, sehen wir dann schon. Machen wir Triple. Das Ding dauert 4 bis 6 Stunden. Ist die Frage, ob wir das überhaupt fertig kriegen. Schauen wir mal, wo können wir das reinzwicken. Ich glaube, dass wir das einmal nächste Woche Mittwoch machen. Health Seed Teil 1. Und dann können wir immer noch, ja, dann schauen wir mal, wie gut das ist und so. In der Hosen läuft's auch, ja. So, gut, dass wir das ausprobiert haben. Gut, dass ich da noch mal drüber gestolpert bin. Ich habe extra nachschauen müssen, ich habe meinen Stream aussuchen müssen. Ich habe nur gewusst, wie es ausgeschaut hat, und dann haben wir was anderes gespielt, und dann habe ich meine Streams von letztes Jahr im Oktober durchgeschaut, wo in den ersten 10 Minuten oder 20 Minuten ein Cut drin ist und wir dann was anderes spielen, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie es heißt. Gibt es eigentlich Dreams auf Steam, wo man seine eigene Spiele machen kann drin? Da hat jetzt nämlich etwa PT 1:1 nachgebaut. Nein, gibt's glaube ich nicht. PT darf mich auch mal interessieren. PT darf mich auch mal interessieren. Also es ist richtig Originale damals. Schade, dass man das nicht mehr spielen kann. Habe ich mich damals nicht traut, sage ich dir freiwillig, wie es ist. Gibt es deinen Pulli noch im Shop? Der liebe Hase schreibt das. Es soll jetzt eigentlich schon geben, außer ihr habt es wieder weggekauft, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Was für ein Pulli meinst du denn, den ich auch hab? Warte mal. Spreadshirt. Nicht, dass es mal wieder gesperrt haben oder irgend so ein Scheiß. Kann natürlich auch passieren. Tatsächlich. Spreadshirt hat mein Motiv gesperrt. Ohne Scheiß, die gingen mir so auf den Sack. Okay, Kommando zurück. Aktuell gibt es dieses T-Shirt und diesen Pulli nicht zu kaufen. Weil es abgelehnt wurde. Mit Sicherheit, ich werd jetzt sofort auf der Stelle meiner Kontaktperson eine E-Mail schreiben. Was soll das? Jetzt warte mal. Hat da heute noch jetzt diesen Abend noch jemand irgendwas bestellen können? Ja. Hat irgendjemand das Motiv bestellen können? Weiß ich nicht. Okay, Kim. Ja, dann haben sie ihn im Laufe des Abends gesperrt. Weltklasse. Ganz große Klasse. Dankeschön. Mei, oh mei, oh mei. Okay. Die liebe nette Johanna wird das hoffentlich für mich regeln. Nö, nicht im Shop. Alles klar, Motiv ist aktuell nicht zu kaufen. Achtung, machen wir lieber noch mehr Werbung dafür. Nein, Merch ist aktuell gesperrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass an dem Motiv irgendwas feit, was sperrungswürdig ist. Absoluter Blödsinn. Warte mal, säge das vielleicht, was der Grund ist? Das säge ich normalerweise nie. Warte mal. Abgelehnt. Abgelehnt. Designqualität?
Hast du den Arsch offen? Ob du den Arsch offen hast, habe ich gefragt. Okay, bis morgen ist das wieder geregelt. Es hat nichts mit dem Motiv selber zu tun. Die Qualität ist 1A. Dem Fall überhaupt nicht. Ich möchte sogar fast behaupten, das ist einer der besten Drucke, die ich jemals auf einen Pulli gekriegt habe. Frontanten gerissen. Nein, ich glaube eher, gut, das könnt ihr jetzt natürlich nicht wissen, das ist so ein Dateiqualitätsding, aber dem Ding fällt überhaupt nichts. Designqualität ist doch on top. Ja. Es gibt ein kleines Problem. Was heißt ein kleines Problem? Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Das ist Absicht. Es gibt so einen kleinen Glow. So einen kleinen schwarzen Schatteneffekt, der auf dem Pulli ausschaut wie ein Glow-Effekt. Eventuell ist es das. Aber egal, kriegen wir schon. Die Auflösung, irgendwas. Also, die Auflösung feilt nichts. Überhaupt nichts. Das Ding ist gestochen scharf. Da feilt sie überhaupt nichts. Qualität ist zu gut wahrscheinlich. Ja. Bis morgen ist das geregelt. Am Freitag ich gehe euch nächste Woche sowieso noch wieder mit auf den Sack. Schau, aber jeder, der so ein Ding haben will, ganz wichtig jetzt noch. Warte mal, jetzt muss ich das mal wieder weg tun. Jeder, der so ein Ding haben will, es gibt noch bis Freitag oder Samstag versandkostenfrei. Bis dahin ist das Ding wieder online. Schaut's einfach morgen nochmal, spätestens am Freitag. 100%, dann das ist wieder da. Das brauche ich ja bloß sagen, jetzt ist bitte schon wieder eine, dem feiert überhaupt nichts. Meine Testbestellung feiert überhaupt nichts, etc. etc. Das kriegen wir schon. An alle, die sich irgendwas gegönnt haben, Dankeschön. An alle, die da jetzt irgendwas gekauft haben und das nicht gefunden haben und sich gefragt haben, und dann einfach irgendwas anderes gekauft haben, storniert das meinetwegen, das ist auch nicht schlimm überhaupt nicht und wartet bis das andere, wie ihr wollt. Ihr zahlt momentan keine Versandkosten. Das ist eigentlich die größte Aktion, die es gibt. Das ist billiger, du kriegst es günstiger wie 20%. Also du kaufst 5 Trümmer, was die wenigsten deren. Poster mit Schreibfehler, Special Edition. Wo Schreibfehler, wo? Programmer, Annual, Horror. Special Edition. Weiß ich nicht, ich hab's nicht Korrektur gelesen. Ist das Poster noch da? Das Poster gibt's noch. Ein Poster feiert nichts. Das sind ja auch 2 verschiedene Dateien so. Haben wir aus dem Oktober schon was für ein Jahresmerch? Genügend. Die Alien-Typen, das Baseball-Cappy, die komische Puppmausen aus Ninechild Street. Ja, da findet man schon was. Ich hab mir so als Kissen geholt und einen Vollbier-Squad-Pulli bestellt. Ja, Hannig, merci dir. Tentakel haben zu erotisch. Vielleicht auch das. Auch jeder, der bestellt hat, schon, und das vielleicht noch nicht gekriegt hat, normalerweise sind sie relativ schnell mit dem Verschicker und Kriegen und so weiter, das ist dann schon unterwegs. Also ihr kriegt das Ding schon. Sollten die das Motiv jetzt wirklich aus irgendeinem anderen Grund löschen, kann ich mir nicht vorstellen. Kriegen wir schon. Wird morgen geregelt. Normalerweise schreibt man die Johanna ziemlich schnell. Das ist immer das Gleiche. Und das Schlimmste ist, wenn das mit dem Jahresmerch passiert. Dann will ich das Jahr aber lästig. Das ist nämlich die letzten 2 Jahre passiert, die letzten 3 Jahre. Dass sie es ablehnen und dann wieder online schalten. Weißt, ich werde wieder ein Video dazu machen, was wieder so ein kleines Best-of wird, mit ein paar Einschnipsel und so. Ich werde meine Zeichnerei wieder aufnehmen und da halt wieder ein How-to-Zeichnen 2024 draus machen, wie halt letztes Jahr auch. Und dann ist es halt extrem ärgerlich, wenn 10.000 Leute das Video anschauen, hoffentlich, und dann klicken sie auf den Job und finden das Motiv nicht. Das ist halt das Dümmste, was passieren kann, und das Dümmste daran ist, dass ich nichts daran ändern kann. Wenn sie es mal weg, dann haben sie weg. Das ist nicht gut. Wenn du es selber hostest, dann musst du den Druck und alles selber machen, oder? Ja, das ist unmöglich. Wie soll ich denn das machen? Wenn schon mal jemand einen Online-Job betrieben hat und das ist meine, ich sage einmal, reguläre Aufgabe, dann wisst ihr, wie viel Arbeit das ist. Und das geht einfach nicht. Natürlich bleibt dann pro T-Shirt, pro Pulli oder sowas um ein nicht sehr unbeträchtliches Stück mehr hängen, das ist ja klar. Aber ich muss mich nicht um Retouren kümmern. Wenn irgendwas nicht passt, einfach zurückschicken. Ihr kriegt ein Nice, das wird euch ersetzt. Ich habe damit nichts zu tun, ihr tut mir nicht weh damit. Ja, ist kein Stress nicht. Das sind lauter Sachen, das müsstet ihr dann nehmen, wieder aufbereiten oder halt dann wegschmeißen. Zahlungen kontrollieren, Bestellungen kontrollieren, Telefonservice, E-Mail-Service, etc. Wann? Wie? Abgesehen davon, das tue ich mir nicht an. Bin ich narrisch. Bist du deppert?
Aber für das gibt es ja Dienste wie Spreadshirt. Meint hat Vor- und Nachteile. Außerdem können die ein Sortiment abbilden, das war ich gar nicht in der, wo sollen. Die haben auch allein schon so viele Pullis in so viel Größen und so viele Farben, die kriege ich bei mir überhaupt nicht so, wo sollen die hin tun? Und dann gibt es noch T-Shirts für Burma, für Kinder, für Mädels, für Erwachsene, in Übergrößen, in verschiedene Schnitte, in 1000 Farben, 1000 Größen, Pullis, Hoodies, Babylatzerl, Aufkleber, die mittlerweile ziemlich cool sind, etc. Das war überhaupt nicht möglich. Da muss ich eine Halle ummieten und das rentiert sich halt nicht, das ist ja ein Witz. Ich kenne nur das Backend vom Server hosten, aber ist viel Arbeit, ja. Ja, das Backend selber hosten, das war wurscht. Die Abwicklung, und da ist noch kein Online-Shop programmiert, da ist noch kein technischer Fehler behoben, die regelmäßig auftauchen, da haben noch keine neuen Sachen etc. etc. Es geht nur um Betrieb des Shops, die eigentliche Arbeit. Das kannst du vergessen. Triple Basement bauen. Was war bei dir in der Vault heute? Nur Scheißdreck. Geschissenes Trinket. Nicht ein Trinket, ein Halskette. Hat mich nicht recht viel weitergebracht. Aber mittlerweile habe ich einen 4er-Set-Bonus schon, ich glaube 500. Wo haben wir? 500 plus. 600 plus? 612, 614, glaube ich, ist der Gearscore mittlerweile. Und jetzt geht's ans regelmäßig 8er, 9er Keys laufen. Und ich glaube, dass wir die Woche auch so weit sein kann. Zwei von uns in der 5er-Gruppe hat noch der 4er-Set-Bonus gefeit. Und den haben sie jetzt beide. Und jetzt glaube ich, darf man auch langsam anfangen, 9er und 10er Keys zum Gehen. Und dann riecht es langsam, aber sicher noch durchgespielt. Was mit meinem Kriegertank. Ich gehe 622er Gearscore. Ja, war auch drin, wenn ich noch den ganzen Nachmittag spende, seit 4 Wochen. Oder seit wann haben wir Plus, oder ist jetzt die Woche Nummer 4, fängt jetzt so, oder? Das geht. Ich finde, dass, wenn du noch nicht so weit bist, dass du die Niner gescheit gehen kannst und timen kannst und dass du nicht durch verreckst und so weiter, dann ist es einfach ein wenig halt zag, die letzten Crests zu farmen. Dass dein Hero Gear und nachher langsam einigermaßen passabel schnell aufwerten kannst, und das dauert halt ewig. Das dauert halt so ewig. Aber ich hoffe, dass das jetzt der Sprung übergeht. Und ja. Machst du noch einen Community Raid? Ich hab mich extra equipped. Das weiß ich noch nicht. Das entscheide ich, wenn wir mir einen Endboss down haben. Auf HC. Ich sag's, was ist, ich habe einen Endboss noch nicht mehr gesehen, weil wir NHC noch am vorletzten nicht mehr weitergemacht haben. Letzte Woche haben wir dann HC gemacht. Da haben wir, wie weit haben wir da gekommen? Bis zum Brutlord, glaube ich. Die komische fette Raupen, was die Eier platzen, den haben wir dann nicht mehr geschafft. Das weiß ich auch noch. Schauen wir mal. Und wenn, dann dauert es schon noch ein bisschen. Mal gucken. Warum gibt es eigentlich nicht einen Vollbier-Squad-Pin? So ein kleiner für den Hut wäre halt gut. Ja, das muss Spreadshirt sagen. Das sind so extra Würste, die müsst ihr dem fürs KP dann selber verschicken. Das mache ich dann einmal in einer großen Charge. Die verschicke ich alle, das mache ich dann auch selber und so, mit meinem eigenen Shop, wie beim KP und bla bla bla. Aber das, ja. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig, ob so Vollbier-Squad-Pins, ob sie das erstens so viel wünschen, zweitens so viel hängen bleibt, dass ich mir den Schmarrn noch tue. So, da bin ich dann also gnadenlos ehrlich, wenn ich das selber mache, dann muss auch was übrig bleiben. Einmal in einer großen Charge und dann 3 Mal nachbestellen. Richtig. Pin war schon geil, Alter, ja, den darf ich mir aufs Kappe und einen auf die Motorradjacken, voll geil, it's me, ja, wir wollen das. Pins, ja, die Ruhe jetzt. Geht fürs Kappe Bavarian Caps nicht. Was? Das, diese Mickey Mike, oder Mickey Mike, ja, die Frage verstehe ich nicht, was sie genau sagen. Ich nehme 10. Ja, dann kommen die nächsten. Wir brauchen Fahnen, wir brauchen Patches, wir brauchen einen großen Patch, wir brauchen einen großen Aufkleber hinten aufs Auto. Wir und. Natürlich darf das alles gehen. Weißt du, was es ist? So, bevor wir jetzt noch in den Blödsinn reinkommen, jetzt schleichen wir uns. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Kuss auf die Nuss. Ich glaube, das waren halt 2 richtig gute Vorschauten. Was ist denn die Vorschauen?
für zwei richtig gute Spiele, die da aber wahrscheinlich leider erst nächstes Jahr auf uns zukommen. Werden schon ein bisschen dauern. Vielleicht, wenn sie mittendrin rauskommen, Frühjahr kann man auch vielleicht noch mal kurz ein Horrorspiel spielen. Kann, muss man aber nicht. Wichtig. Schöne Previews, Herr Bernie, stimmt. Aber ich hätte gerne das deutsche Wort benutzt. Weißt du selber, was es ist. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Die erste Stunde war wirklich die verfickte Hölle. Fuck off. Dankeschön fürs Zuschauen. Like nicht vergessen. Schönen Gruß an den Nachschau-Squad. Vielen Dank für die ganzen Donations. Es ist halt wieder, ich weiß nicht, was da momentan los ist. Der hat's lauter. Denise, gute Nacht. Wir sind ein Drillingsmonat. Kuss auf die Nuss. Danke an die ganzen neuen Mitgliedschaften. Da waren halt auch ein paar dabei. Kuss auf die Nuss. Danke an die ganzen alten Mitgliedschaften, wie zum Beispiel im Mehrweg seit 67 verdammte Monat, was 5,5 Jahre waren, haben wir vorher gelernt. Das heißt, du bist wirklich, die sind seit wirklich Anfang an dabei, 2019, Februar. Geht sie genau hin, ziemlich genau. Holy shit. Wer hätte das gedacht, dass wir 5,5 Jahre später immer noch da sind? Narrisch. Und jetzt schleichen Sie sich ins Bett. Ich wünsche euch was. Schlafen Sie gut. Und wenn Sie nicht so gut schlafen, dann lasst den Stream einfach noch mal laufen. Schleichen Sie sich! Hashtag Nussblibooks. Und ein Triple F an die Moderatoren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Freitag, 20 Uhr, bis halt gar vor eine Düdeln. 2-3 Stunden, ja, damit wir da auch wieder ein paar Meter machen und nie wieder ein bisschen in Steuerung reinkommen. Und vor allem, dass ich offstream weiterspielen kann, ein bisschen, zumindest die Nebensachen. Das war auch mal wieder toll. Ja, und dann ab in die Nussblibooks. Bis jetzt ist das mein Lieblingswort des Jahres, Nussblibooks. Und jetzt schleichen wir uns. Hauen Sie hinein. Habe! Bis zum Freitag, okay, tschüss.